Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch guten. Jetzt Kasperl. Ich bin immer noch da. Wer mein letztes Video gesehen hat, ich habe das vor 2 Minuten beendet. Ich habe immer nur eine Katze auf dem Schoß, einwandfrei. Beste. Das da ist eine wunderschöne Fade-in Picasso-Variante vom Wingel. Ich bin der Meinung, ist vorteilhaft für ihn. Schaut besser aus wie normal. Ich habe euch versprochen, dass wir uns jetzt hier auch wieder bei der guten Katalea, wieder auf Odyssey, ihr kennt den Kanal, schauen wir uns den Stream an, der auch vor 2 Tagen gekommen ist, glaube ich. Wenn du nagelst mir nicht drauf fest, ich glaube, es war am 11. März. Und Diggity Doggity Stream. Und zwar der erste nach der erneuten YouTube-Kanal-Wegmeddlung. Und dann bleibt mir nicht mehr zum Sagen, außer hockt euch her, sammer mehrer, reißt's euch a Häube auf. Mir ging an einer in Rainer. So, hallo und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Längere Zeit war ich nicht mehr da, aber ich habe euch ja von Anfang an schon gesagt in der letzten Zeit, dass es nicht sonderlich oft mehr zu kommen wird, dass ich momentan streame, einfach weil ich viel um die Ohren habe und auch weil ich keine Provokationen möchte, weil schon wieder nur Stress passiert. Ein paar Sachen möchte ich hier mal kurz ansprechen. Ich habe mitbekommen, dass jetzt gerade am Wochenende wohl wieder... Warte mal kurz. Ich bin noch auf 1,25. Das ist gut, weil die Scheiße dauert 40 Minuten. Ihr habt fast 2 Stunden aus dem 20 Minuten Bullshit vorhin gemacht. Wir bleiben bei 1,25 Geschwindigkeit. Wenn das irgendjemanden stört, schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Wenn es viele Leute stört, geh wieder runter auf einfache Geschwindigkeit. Aber ich laber so viel, da können wir da ein paar Minuten rausjuckeln, ne? Viele Leute geleakt wurden. Ich kann jedem nur nahelegen, der geleakt wird, geht zur Polizei. Da bin ich d'accord. Also jeder Hater, der von seinem Drache Abschaum, im Übrigen, hier Disclaimer, ich distanziere mich von sämtlichen Straftaten, Mobbing und ähnlichem. Ja. Dies hier ist eine satirische Aufarbeitung von Dingen, die in Deutschland auf Social Media laufen. Und das wird hier auf satirische Art und Weise kommentiert und analysiert. Weiter im Text. Ja, ich rate jedem, der hier von seinem Drache-Abschaum geleakt wurde, gegen besagte Leute eine Anzeige zu erstellen. Finde ich sehr richtig. Ja. Macht Anzeigen. Umso mehr Anzeigen rauskommen und umso mehr Anzeigen es gibt, gerade gegen diese ganzen Leute, und wenn es nur gegen Unbekannt ist, wird das Ganze irgendwann mal zu einer Bundesangelegenheit. Und sobald es in dem Moment ist, wo es eine Bundesangelegenheit ist, muss Deutschland endlich mal reagieren gegen diesen ganzen Mobbing und Hassterror im Internet. Wollte ich nur so weit mal anmerken. Vielen Dank für das Herz. Solltet ihr auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Also wenn irgendjemand von den Leaks, von den Hatern betroffen ist, geht zur Polizei, macht eine Anzeige gegen Unbekannt. Vielleicht wisst ihr sogar den einen oder anderen, das wäre natürlich noch besser, aber macht wirklich Anzeigen gegen Unbekannt wegen diesen ganzen Spackos da draußen. Diese ganzen Rechtsradikalen und diese ganzen Hater-Idioten. Jetzt framet er die Hater schon wieder als rechtsradikal. Rainer, ich bin von rechtsradikal sehr weit entfernt. Ne? Und ich wäre vorsichtig damit, Rechtsradikale zu beleidigen, wenn ich gerade auf die Gunst eines solchen angewiesen bin, um nicht mein Dach über dem Kopf zu verlieren. Ja? Weil woanders für 300 Flocken im Monat unterkommen ist, könnte schwierig werden. Ne? Und wenn der Sensen-Uwe da rausfindet, dass du hier gegen Rechtsradikale hetzt, dann setzt er dich schneller vor die Tür, als er Heil Hitler sagen kann. Das geht einfach so nicht. Ja? Macht wirklich Anzeigen gegen diese Leute. Ich habe ein nagelneues T-Shirt an. Ich verstehe nicht, worauf der Fleck herkommt. Rainer, es ist offensichtlich dann kein nagelneues Shirt. Ja, es ist, er ist natürlich, der rasierte Rainer ist der schlimmste Rainer, schaut es euch an. Das ist einfach nur ein Blob.
Ja, die Bildqualität ist natürlich auch wieder unterirdisch. Aber Rainer, du hast halt einfach das T-Shirt nicht gescheit gewaschen. Fertig. Ne, das ist halt irgendein Fettfleck, ja, weil du nicht gescheit fressen kannst. Ja. Du klappst den Unterkiefer aus und dann schmeißt du das oben rein wie in so eine Mülltonne. Und was daneben fällt, ja, keine Ahnung, das gehört den Göttern. Wenn es auf dem Boden liegt, könnte es genauso gut auf der dunklen Seite des Mondes liegen. Das hebst du nicht mehr auf, weil du dich so tief nicht mehr bücken kannst. Das tritt sich fest. Sieht aus, als wäre es nass, aber es ist nicht nass. Keine Ahnung. Ich glaube, haben wir im Moment nicht viele wahrscheinlich, ne? Man hätte zum Beispiel auch vorher schauen können, ob das T-Shirt, das man sich anzieht, bevor man sich da in den Stream setzt, ob das ausschaut, wie wenn man sich schon mal 5-mal durch die Kimme gezogen hat und dann vielleicht ein anderes anziehen. Von den zigtausend T-Shirter, die du hast. Heftig, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich jetzt lange Zeit nichts gemacht habe. Dass jetzt noch so viele Leute da sind. Also vielen Dank an der Stelle schon mal. Alter, du hast knapp über 70 Abonnenten. Das ist nicht heftig, wenn man bedenkt, dass du vor 3 Wochen nur fast 200 Abonnenten gehabt hast. Für eure Unterstützung. Es haben natürlich aber auch viele Abo gekündigt aufgrund der Leaks. Nein, Rainer, es haben nicht die Leute ihr Abo gekündigt aufgrund der Leaks, du bläder Hund. Die Leute haben ihr Abo gekündigt, weil du gesagt hast, ich streame nicht mehr so viel. Und die Leute dann gesagt haben, okay, ja, dann rentiert sie es nicht mehr, dann können wir Komet farmen. Und dann haben sie Abo gekündigt. Wenn Netflix morgen sagt, hey, im Übrigen, wir bringen ja keine neuen Serien mehr raus und die alten, die fallen all Stück für Stück unter den Tisch, also ihr kriegt von uns eigentlich praktisch keinen Content mehr, dann werden auch da 90% der Leute deabonnieren, weil sie sagen, ich zahle nicht 20 Euro im Monat dafür, dass ich keine Gegenleistung dafür bekomme. Das ist einfach eine Katastrophe. Ich überlege, ob wir heute Gäste reinnehmen in den Stream. Ja, hoffentlich nicht. Achso, übrigens für die Leute, die meinen Podcast auch nicht aktiv verfolgen. Es gibt auch für meinen Podcast schon eine neue Folge, wieder nur für die Abonnenten. Also Drachenlord Leben mit Hass findet ihr Spotify, ist ein Podcast von mir. Ja, das haben wir gerade behandelt, Rainer, und das hat mit einem Podcast gerade überhaupt nichts zum Tor gehabt. Ne? Da könnt ihr gerne mal reinschauen, hat mittlerweile zig Folgen. Leute, wenn ihr jetzt schreibt, kann ich auch auf nichts reagieren und nicht mit euch reden, ne? Ja, aber wenn die Leute dir schreiben, dann heißt Forza ist fertig runtergeladen, Rainer. Ist vollkommen irrelevant. Ist dir vollkommen wurscht, was die Leute da reinschreiben. Ja, du reagierst halt gerade gar nicht drauf. Wollte ich nur mal anmerken. Im Moment geht nicht viel. Alter, jetzt ist er wieder deutlich leiser. Wo ist jetzt... Oh, jetzt müssen wir wieder hier... Mit dem Chat reden, ein bisschen Musik hören. Ich bin permanent im Discord, aber wenn ich da bin, ist nie jemand da. Obwohl ich sogar immer ankündige, dass ich da bin. Ja, Rainer, das mit dem Ankündigen ist so eine Sache bei dir. Ja, das kann man dir halt auch nicht mehr glauben. Alter, jetzt muss ich hier wieder an der Ding, wenn es dann später wieder lauter ist, dann schraube ich es wieder runter. Es ist ein Zustand, das artet ja in Arbeit aus. Ich bin da teilweise stundenlang alleine. Ja, Reini. Ignorieren, soweit ich kann. Jetzt habe ich das erste Mal seit Monaten auf eine Mail reagiert. Ja, Reini, das mit der Hintergrundmusik, das hast du auch noch nicht verstanden. Ich gebe dir einen Tipp, schau mal oben in dein OBS rein. Ne? Wenn deine Desktop-Audio deutlich härter ausschlägt als dein Mikrofon-Audio, dann hast du was verkehrt gemacht. Ja? Wenn du das als Hintergrundmusik haben willst, dann muss das sich im unteren Drittel befinden. Ne? Das Desktop-Audio. Irgendwo bei 50, 45. Ja? Ansonsten ignoriere ich den ganzen Quatsch. Die Hater sind sowieso nicht wert, dass man sich über sie aufregt. Ein Haufen Flachpfeifen, die... Ja, Rainer, die Hater sind es nicht wert, dass man sich über sie aufregt. Ich habe mal gerade 20 Minuten Podcast Leben mit Hass gegeben, wo du einfach nur 20 Minuten stumpf über die Hater schwadroniert hast. Aber wenn sie nicht wert sind, dass man sich darüber aufregt, dann ist es vielleicht auch nicht wert, dafür ein Abo abzuschließen, weil der Scheiß nämlich hinter Paywall war. Bei denen alle nur Luft kommt. Also... So. Aber ihr merkt es, wir sind wieder auf dem Level wie damals, wo er in der S-Bahn gestreamt hat. Mit Mikrofon hoch, Mikrofon runter, Mikrofon hoch, Mikrofon runter. Damit man den ehrenhaften Hupenhater nicht hört. Wirklich viel geht ja heute nicht ab, ne? Also ein paar Leute... Ja, Reini, du setzt dich da hin, drehst die Mucke auf, sodass man kein Wort mehr versteht von dem, was du sagst, gehst auf den Chat nicht anständig ein,
schaust aus wie hingeschissen. Ja, dass da nicht viel los ist, das braucht auch nicht wundern, oder? Das schreiben, aber es sind wirklich wenige und wir haben eigentlich gar kein richtiges Thema, über das wir sprechen können. Also versuche ich jetzt mal gerade kurz eben ein Thema anzusprechen. Und zwar, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das will ich jetzt aber nochmal ansprechen. Wir haben zwar nicht mehr so viele Zuschauer wie... Es geht um die Hater, lass mich raten, es geht um die Hater. Das Thema, das es nicht wert ist zu behandeln. Vorhin am Anfang. Klar, wenn man nur Musik spielt, aber man kein Thema, über das man reden kann. So, aber die sehen immer so weich aus. Schade, dass du jetzt nach hinten hast. Die sind weich, aber ich mag die trotzdem nicht. So, klar sind die weich. Ich benutze ja auch genug Zeug. Ding. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Fett aus deinen Händen benutzt du. Du wolltest über die Hater reden. Es ist auf jeden Fall so, dass man... Da war er, der legendäre Hupenhater. über ein paar... Und hast du das gemerkt, wie es ihn komplett aus dem Konzept gebracht hat? Leute, sorry für die für die rotzige Bildqualität. Es geht nicht her. Themen sprechen muss. Es gibt sehr viele Hater, die wiederum Scheiße bauen. Da sind sie wieder, die Hater. Ich mache überhaupt nichts. Ich mache nicht immer Videos und Streams groß, ab und zu mal meinen Podcast, aber ansonsten mache ich gar nichts. Und trotzdem bauen die Leute wieder Scheiße ohne Ende. Man hat es jetzt gerade auch wieder gehört. Die Leute machen... Es ist dieselbe Scheiße wie jetzt gerade in diesem, in Anführungsstrichen, Podcast. Ich mache nichts, die Leute bauen die Scheiße. Nur Terror und dabei mache ich gar nichts. Ich mache nicht mal Videos und Streams. Dankeschön. Sagte er in einem Stream. Leute, ich mache doch keine Videos auf YouTube. Ich weiß nicht, was ihr euch gerade anschaut, aber das ist sicher kein YouTube-Video. Er setzt sich in den Stream und sagt, ich mache doch gar keine Streams. Deswegen, es gibt jetzt einige Leute, die am Wochenende sehr, sehr viele Leute geleakt haben. Und gerade einige meiner Top-Supporter geleakt wurden. Also jeder, der hier reinspendet, seid vorsichtig, die versuchen euch zu leaken. Ich bitte euch darum, wenn ihr geleakt werdet oder auch vorher, ihr könnt auch jetzt schon jederzeit Sachen in die Richtung machen, zeigt die Hater an, zeigt alles an, was die machen. Die ganzen Videos, die sie auf YouTube und TikTok veröffentlichen, auf Instagram und auf Telegram und was sie alles machen. Zeigt das alles an, meldet das alles, wo ihr könnt. Denn es werden ständig Leute in Mitleidenschaft gezogen. Irgendwelche Leute im Internet, irgendwelche Leute hier und da. Ständig irgendwelcher Terror, der verursacht wird. Geht da wirklich hin und baut die Scheiße. Zeigt diese Leute an. Ja? Umso mehr Leute angezeigt werden, umso besser ist es. Weil umso mehr Leute anzeigen, umso besser ist es. Weil ich war einmal bei dir oben und der hat das hochgeladen auf YouTube. Kannst du melden, kannst du blockieren, kannst du sogar anzeigen. Macht es, zeigt das alles an, weil umso mehr Anzeigen aus verschiedenen Bundesländern und Regionen und Gemeinden und sonstigen das Zeug kommt, umso wahrscheinlicher ist es, dass das früher oder später... Da hat jetzt offensichtlich jemand geschrieben, er war bei ihm im TikTok-Stream, ne? Und Närkische Hater hat da einen Ausschnitt davon benutzt. Ja, sucks to be you. Aber das ist halt nicht strafrechtlich relevant, was Märkische Hater da gemacht hat. Wenn du dich in einen öffentlichen Stream von einem professionellen, in Anführungsstrichen, hauptberuflichen Streamer begibst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du in der Öffentlichkeit stattfindest. Wenn ich mich bei Wer wird Millionär bewerbe und ich komme da dran und ich sitze auf dem Stuhl und dann beschwere ich mich danach, ja, RTL hat das einfach ausgestrahlt. Ja, shit happens, bitch. Eine Bundesangelegenheit wird. Bundesangelegenheit bedeutet, dass es ganz Deutschland über ermittelt wird. Es gibt... Ja, das mit der Bundesangelegenheit, das lassen wir jetzt nochmal durchlaufen, weil das haben wir ja vorher schon festgelegt, dass das Horse-Shit ist. Es gibt mittlerweile schon Ermittlungen vom letzten Jahr aus Berlin, aus Köln, aus Jena. Das ist so ein kleines Kaff, wo ich mal umgestiegen bin, wo mich der eine Typ da angegriffen hat, wo meine damaligen Kopfhörer für 300 Euro kaputt gegangen sind. Du meinst, als du dem sein Handy auf die Gleise geworfen hast und er sich gegen dich verteidigt hat und dabei deine Kopfhörer kaputt gegangen sind und dein Aukitel-Handy? Ist das die Situation gewesen, in der du jemanden angegriffen hast, ihm sein Handy entrissen, es auf die Gleise geschmissen hast und in dieser darauffolgenden Rangelei ist dein Headset und dein Aukitel kaputt gegangen? War das? Also wo halt auch wieder du der Aggressor warst? Und vieles andere in die Richtung. All diese Geschichten werden angezeigt. Und das sind ja alles andere Bundesländer oder sogar andere Gebiete. Und umso mehr davon aktiv wird, umso wahrscheinlicher wird es, dass die Hater richtige Arschkarten bekommen. Ja, es ist jetzt auch so, dass
jemand bei mir in mein Lager eingebrochen ist. Die Person kommt wohl irgendwo aus Düsseldorf, Köln, Hamburg. Düsseldorf, Köln, Hamburg. Also wir wissen ja alle, also das, gut, Düsseldorf und Köln, aber Hamburg ist ja da praktisch auch um die Ecke. Ne? Das sind verschiedene Leute gewesen, die aus verschiedenen Regionen gekommen sind. Und die kriegen jetzt auch Strafen oder haben schon Strafen bekommen. Deswegen macht das wirklich so, zeigt wirklich so viel wie möglich von diesen Leuten an. Ganz ehrlich, ich muss sagen, wer da in das Lager eingebrochen ist und jetzt dafür zur Rechenschaft gezogen wird, dem kehrt's nicht anders. Das war eine einfach selten behinderte Aktion. Da macht man sich strafbar. Für ihn hier. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ja, umso mehr Leute ihr anzeigt, umso mehr Hater ihr anzeigt, umso wahrscheinlicher ist es, dass irgendwas passiert. Ja. Und umso wahrscheinlicher ist es, dass da richtiger Terror passiert, dass die da mal richtig Strafe dafür kassieren, weil diese Leute, die ziehen ja nicht nur mich runter. Es geht ja dabei nicht um mich alleine. Doch, Rainer, für dich geht's nur um dich. Du willst hier gerade die Leute dazu bringen, für dich die Drecksarbeit zu machen und Leute anzuzeigen, mundtot zu machen, die dir nicht passen, damit du in Ruhe dein Zeug machen kannst. Und die Leute im Internet mit fadenscheinigen Methoden um Kleingeld zu erleichtern. Das willst du gerade. Alles andere ist der scheißegal. Der Kampf gegen Mobbing. Am Arsch, Rainer. Am Arsch, die Heide. Sondern es geht richtig, richtig viele andere Menschen, die da Scheiße bauen. Ja. Und richtig viele Leute, die da Terror machen. Und deswegen werden da immer mehr Leute mit Mitleidenschaft gezogen. Bei mir vor der Haustür, früher in Altschauerberg, wo ich war, da stehen heute noch die Leute vor der Haustür. Und das nach 2 Jahren. Rainer, da ist keine Haustür mehr. Die haben das Haus abgerissen, so schnell wie es überhaupt gegangen ist. Ich kann das bezeugen. Ich war nämlich selber da. Da steht nichts mehr. Keine Haustür mehr. Ja, und man geht da mal hin. Ja, ich bin leider zu Lebzeiten der Schanze nicht dazu gekommen, da hinzugehen. Ich habe es mal halt letztes Jahr mal angeschaut. Ne? Jahren. Ich bin jetzt seit dem 1.3., seit dem 1. Mai bin ich seit 2 Jahren unterwegs. Und zwar exakt 2 Jahre. Seit dem 1.3., das ist der 1. Mai. Wir kennen es ja, die ersten März Randale in den Großstädten. Ja. 1. März immer dabei. Bei der Rainer kriegen wir den Daten auf die Ketten. Ne? Ja, du bist seit dem 1.3. unterwegs. Das ist richtig. Ja. Ich habe es im vorherigen Video schon gesagt. Du bist deswegen unterwegs, weil du so hageldumm warst. Das Einzige, was dir noch geblieben ist, die Schanze zu verkaufen, um dir damit ein blaues Auto zu kaufen. Weil du gewusst hast, boah, scheiße, ich muss in 4 Monaten sowas, muss ich meinen Lappen abgeben. 3 Monaten mehr oder weniger. Anfang April hat er ihn ja abgeben. In 3 Monaten muss ich meinen Lappen abgeben. Die MPU bestehe ich im Leben nicht. Dann nehme ich jetzt die Kohle von dem Hausverkauf und kaufe mir jetzt diesen scheiß Ranger, weil ansonsten werde ich in meinem Leben niemals am Steuer von so einem Auto sitzen. Das ist die letzte Gelegenheit, die ich habe. Und dafür verschleudere ich die Kohle, alles, was von dem Erbe noch übrig ist von meinem Vater, wird da drauf gesetzt und da drauf verbraucht. Das hast du dir gedacht. Du hast genau gewusst, ey, jetzt oder nie. Jetzt kommt daher der Ranger. Und die hat's richtig gefuchst, dass du noch Schulden hast begleichen müssen, weil ansonsten wäre es vielleicht sogar noch der Raptor geworden. Ja? Angenommen, die hätten ihm nicht irgendwie noch für den Hausabriss zur Kasse gebeten und er hätte nicht nur die P-Konto-Geschichten machen müssen, abzahlen müssen, ne? Dann hätte er 30.000 Euro mehr gehabt, dann hätte er sich wahrscheinlich den Raptor gekauft. Und diese Leute machen da heute noch Terror. Da war wieder der Hubmader. So. Ich mache das absichtlich in Mute, damit man da Möglichkeiten nicht so viel mitbekommt von diesem Terror. Aber da fährt hier einer vorbei und hupt hier wie diese Sau rum. So ein Psycho. Ich bin hier monatelang unerkannt gewesen. Ich habe keinen Terror gemacht, ich habe nichts gemacht. Und die Hater, die regen sich darüber auf. Und ja, Rainer, du hast dich monatelang in so einem Montagezimmer bei einem Neonazi versteckt und hast das Tageslicht nicht mehr gesehen und hast im Internet um Groschen gebettelt. Lass dir das einmal auf der Zunge zergehen. Ja?
tolles Leben, Rainer. Und machen da Terror. Und dann heißt es, schmeißt ihn raus. Warum? Ich habe nichts gemacht. Ihr Ob du nichts gemacht hast, also du hast auf jeden Fall provoziert diese Monate lang. Und es steht ja auch immer noch, stehen auch immer noch gewisse Vorwürfe gegen dich im Raum. Ja? Hier, von der Frau, die gegenüber von dir in dem Zimmer wohnt, ja? Die mit der 3-jährigen Tochter. macht den Terror. Also lasst es. Ja? Und zeigt Leute an, die sowas machen. Diese ganzen Hater können die alle anzeigen, die diesen Terror machen. Ja? Das ist so ein richtiger Psychobastard, der da richtig, dem hat irgendjemand ins Hirn geschissen. Ja? Bitte Entschuldigung für die Beleidigung. Aber diese Leute, die gehören eingesperrt. Der Typ gehört in eine Klapse. Ja? Es ist 12:47 Uhr und der Typ hat nichts Besseres zu tun, als um die Uhrzeit hier rumzufahren und Terror zu machen. Das ist egal welcher Tag, egal welche Uhrzeit, ist es immer gerade dann besonders schlimm. Ne? Das war schon zu Schanzenzeiten so, oh, am Samstag habt ihr nichts Besseres zu tun, als hierher zu kommen. Unter der Woche habt ihr nichts Besseres zu tun, als hierher zu kommen. In der Früh, mittags, abends, mitten in der Nacht habt ihr nichts Besseres zu tun. Es ist immer die Uhrzeit und der Tag, der gerade ist, dass es besonders schlimm ist. Und dann heißt es, ich bin der Psychopath, ich lebe in der Traumwelt. Ja, Rainer, du bist ein Psychopath, der in der Traumwelt lebt, das ist richtig. Ja? Ein empathieloser Psychopath, der der Meinung ist, die eigene Stimmung aufhellen zu können, indem er sich sterbende, krebskranke Kinder anschaut. Ja, du bist der Psychopath in der Story, ist richtig. Wo lebe ich in der Traumwelt? Ich habe keinen Terror gemacht, ich habe nichts gemacht, ich habe Streams vor kurzem angefangen. Rainer, du hast vor kurzem in irgendeinem Video oder Stream, ich weiß es nicht mal gesagt, wie sehr du dich mit irgendwelchen Zeichentrickcharakteren aus japanischen Kinderserien identifizieren kannst. Dass das alles genau so ist, ja? O-Ton ist genau so wie in deinem Leben. Ja? Bei Naruto und so. Ist alles genau so wie bei dir. Und du erzählst mir jetzt, dass du nicht in der Märchenwelt lebst. Leute, wie gesagt, ich weiß, ihr kriegt wieder Hate-Kommentare von den Anime-Ultras. Behaltet euer Hobby, ich will es euch nicht madig machen. Ne? Ich stehe auch auf Sachen, die Leute als nerdige Spinnerei bezeichnen. Ne? Aber, weil, Leute, wenn ich jetzt ein Franchise nehme, das mir gefällt, sag ich, ja? Ich komme doch nicht her und sag, boah, ich hab mir neulich mal wieder Harry Potter angeschaut. Alter, das ist genauso wie bei mir. Das ist, deswegen mache ich weiter. Deswegen lebe ich mein Leben so, wie ich es lebe, weil der Harry Potter das auch so macht. Ja, dann bin ich halt hängen geblieben. Man kann das genießen und als Eskapismus lieben und sagen, hey, ich flüchte mich gern in die Welt, um mal ein bisschen abzuschalten, schau mir die Filme an, lese mir die Bücher durch und lass mich am Arsch lecken und lenk mich ab von der ganzen Scheiße, die in der Welt passiert. Aber ich kann mich doch nicht hinsetzen und sagen, ja hier, ich lebe mein Leben so, wie ich es mache, weil der Harry Potter hat das auch so gemacht und das gibt mir dann Kraft. Wenn du solche Aussagen, dann bist du halt hängen geblieben. Digga, dann bist du halt einfach hängen geblieben. Und dann machen die Leute Terror. Ich hatte da mal irgendwie auf... Alter, wenn dir jetzt nur 500 Mal Terror sagt. Ja, Rainer, ist jetzt dein neues Lieblingswort. Wir haben es begriffen. Was reagiert bis jetzt? Monatelang nicht. 2-3 Monate. Januar hat der ganze Scheiß angefangen. Seit 2-3 Monaten und ich habe nichts gemacht. Und jetzt machen die hier so einen Terror seit Ewigkeiten. Und dann sagt ihr nochmal zu mir, ich lebe in der Traumwelt. Also, das sollte wirklich jeder mal anfangen, die Leute in die Klapse zu stecken. Ja, Polizei und Krankenwagen und was weiß ich alles, was die für einen Terror der ganze Zeit machen. Ja, Terror hier, Terror da, Terror. Ja, Terror ficken Hitler. Ja, wer den Song kennt, großartige Band. Rainer, du gehörst in die Klapse. Also, no front, einfach objektiv betrachtet, Rainer, du bist geistig auffällig. Und
du gehörst unter professionelle Aufsicht, weil du meiner Meinung nach eine Gefahr für dich und andere darstellst. Du lebst in einer Fantasiewelt und alles, was kommt und diese Fantasiewelt ins Wanken bringt und dich mit der Realität konfrontiert, wird von dir mit absolut unkontrollierten Aggressionen begrüßt. Und dir ist in dem Moment scheißegal, wer da welchen Schaden davon nimmt. Rainer, du bist eine Gefahr für dich und für andere Leute, weil du ein paar Schrauben locker hast. Ne? Und du hast es oft genug bewiesen. Wie gesagt, ich habe in meinem vorherigen Video mehrere Sachen aufgezählt, wo es wirklich ums Arschlecken nicht dazu gekommen ist, dass Leute entweder schwer verletzt, mit permanentem Schaden oder sogar getötet wurden durch deine Handlungen. Rainer, du hast versucht, Menschen mit deinem Auto zu überfahren. Du gehörst in psychologische Behandlung. In die geschlossene. Und medikamentös eingestellt. Rainer, du bist ein Irrer. Und eine Gefahr für dich und die Gesellschaft. Die Leute gehören echt nochmal in die Psychiatrie eingesperrt, die solchen Terror machen. Und das seit Jahren. 10 Jahre geht das schon. Die haben doch nicht alle ein Wochenende, Leute. Und deshalb, obwohl ich nur Videos und Streams im Internet mache und jeder das einschalten und ausschalten kann, wie er will. Aber das, X-Button-Monolog. was die machen, das ist ja etwas in der realen Welt, wo die tausende Leute attackieren. Rainer, das Internet ist Teil der realen Welt. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, bis du das checkst. In den 90er Jahren war vielleicht das Internet noch so eine abstruse Geschichte, ja, für die Boris Becker Werbung gemacht hat und die Leute nicht genau gewusst haben, was fängt man damit an. Wir leben jetzt im Jahr 2024. Das Internet ist ein eklatanter Teil des Alltags eines jeden Menschen auf diesem Planeten, sagen wir mal, der unter 80 ist. Das Internet ist nicht abgekoppelt von der realen Welt. Es ist Teil der realen Welt. Wir leben alle genauso viel im Internet wie in der sogenannten realen Welt. Das mag seine Vor- und Nachteile haben, aber es ist halt so. Du kannst nicht einfach sagen so, jo, ich habe jetzt zwar irgendwie, keine Ahnung, den Holocaust relativiert, aber ich habe das ja nur im Internet gemacht und nicht draußen auf der Straße, dann ist doch halb so wild. Rainer, auf der anderen Seite sagst du aber, oh, die Leute haten mich im Internet, da muss Konsequenzen geben, rechtliche. Was jetzt? Also für dich keine Konsequenzen, weil ist ja nur Internet, ist ja nicht die reelle Welt, aber für einen Ofi Konsequenzen, weil ist Internet und bla. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Sollte man mal drüber nachdenken. Ja, da solltest du mal drüber nachdenken. Wie gesagt, ihr braucht nicht nur, wenn ihr geleakt werdet, eine Anzeige machen. Jeder, der hier zuschaut, ihr könnt jederzeit diesen ganzen Terror im Internet melden. Ja? Ihr könnt einfach. Draußen hat es wieder gehupt. Ja, jetzt schaut er irgendwie. Der hat irgendwo Kamera wieder aufgestellt, oder? Der hat da wieder ein Tablet und hat da wieder eine Kamera, die aus dem Fenster filmt oder so. 100%ig. 100%ig hat der Kamera, die aus dem Fenster filmt. Die ganzen Fake-Hater-Aktionen und so, das könnt ihr alles im Internet melden. So, jetzt hören wir mal noch ein paar Songs und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ach so, eins noch. Lügenlord, wenn du hier nochmal vorbeifährst, ne, und rumhupst jetzt, während ich im Live bin, dann geht dein Personalausweis morgen an die Polizei. Den habe ich nämlich zufälligerweise, weil du so blöd warst, den jemandem zu geben. Und den habe ich zufällig. Also wenn du hier noch weiter vorbeifährst und rumhupst, ist dein Personalausweis morgen bei der Polizei. Und dann schauen wir mal, wer hier noch lacht. Denk mal drüber nach. Und Leute, da spult's jetzt bitte nochmal zurück. Offensichtlich, also ganz ehrlich, ich würde so gern gegen den Mann pokern, ist es ein Bluff. Ne? Es ist offensichtlich ein Bluff. Ich weiß, wo dein Haus wohnt, Alter. Und es sind... Also wenn du hier noch weiter vorbeifährst und rumhupst, ja. Blöd was, morgen an die Polizei.
das Geblinzle, dieses falsche Grinsen, ne? Ich verkaufe euch das jetzt. Ich verkaufe euch das jetzt, hier, Lügenlord. Rainer, du hast einen Scheiß. Das Einzige, was du hast, sind die widerrechtlich vom gewissen Leuten, die mit dir assoziiert sind und waren, erlangten Personalien von Leuten, die unter Druck gesetzt wurden, um diese zu bekommen. Du hast keine Ahnung, ob das der ist, aber du machst hier gerade zwei Sachen. Erstens, du verzapfst eine Lügengeschichte. Und hier am Ende kann man nochmal schauen. Habe ich zufällig. Also wenn du hier noch weiter vorbeifährst und rumhupst, ist dein Personalausweis morgen bei der Polizei. Und dann schauen wir mal, wer hier noch lacht. Und jetzt kommt's, schaut's auf seine Augen. Mal drüber nach. Obviously gelogen. Also die Dinge, die du hier machst, ist, du bluffst, du bedrohst jemanden, du gibst aber auch die Information heraus, dass du gegen deine vorherigen Aussage mit gewissen Menschen noch in Kontakt stehst, die dir Daten gegeben haben, die sie widerrechtlich, strafrechtlich relevant, widerrechtlich von Leuten bekommen haben, die sie unter Druck gesetzt und bedroht haben. Reini, ich glaube, das war irgendwie vor einem McDonald's vor ein paar Monaten. Das muss irgendwann im Herbst letzten Jahres, glaube ich, war das. In Plauen. Kurz bevor du nach Zobis gezogen bist. Sind Leute bedroht worden, um ihnen ihre Personalien zu nehmen. Das sind Personalausweise fotografiert worden. Das ist höchstgradig illegal und strafrechtlich relevant. Und du hast praktisch gerade zugegeben, ganz ehrlich, wenn ich ein gewisser fertiger Kleinkrimineller wäre, würde ich jetzt gerade richtig Hasslatte schieben. Weil du gerade zugegeben hast, die Leute haben das tatsächlich getan. Die Leute bedroht, um an ihre Daten zu kommen. Und die haben die an dich weitergegeben. Und du benutzt jetzt diese Daten, um Leute zu bedrohen, von denen du nicht einmal weißt, ob es die Daten von den Leuten sind. Ist schwierig, Rainer. Du reitest dich und andere Leute gerade massiv in die Scheiße. Massiv. Keine Ahnung, hat irgendjemand deswegen angemeldet. Ich habe schon Widerspruch angelegt. Und wenn ihr, das ist in 10 Minuten weg. Da kommen nur keine neuen Leute rein. Das ist alles. Weil die alten ASP-Sachen sind echt gut, aber ich höre sie ungern bei ihm im Stream. Vor allem erstens ist es wieder Vordergrundmusik. Zweitens, alles, was sie mag an Musik, was ich bei ihm höre, assoziiere ich dann mit ihm und das macht mir die Musik madig. Wegen unter 18. Den Bartschatten hat man nicht bemerkt, wenn man 18 ist. Und ich bin schon so lange unterwegs auf TikTok, also ernsthaft. Schau mal an, komisch, ne? Jetzt fährt keiner mehr vorbei und ruft. Ja, das wird sicher daran gelegen haben, dass du ihm jetzt gedroht hast. Und dass er nicht daran, dass er einfach auch was Besseres zu tun hat, als 24 Stunden am Tag in Zobis die Straße rauf und runter zu fahren und zu hupen. Der Witz ist halt dann auch irgendwann mal raus. Ja? Er hat seinen Punkt gemacht, er hat bewiesen, dass du immer noch da bist, entgegen deiner Aussage, entgegen der Aussage von SS Rudi oder Uwe oder wie er heutzutage heißt. Und warum sollte er noch weitermachen? Irgendwann ist ja der Joke raus. Woran kann das nur liegen? Das ist ja eine unter der Schublade, das ist total menschenverachtend, was die machen. Lügen erzählen, Rufmord, Verleumdung, früher auch noch Sachbeschädigung. Ja, das sind alles Dinge, die du gemacht hast. Nimm gefährliche Körperverletzungen noch mit dazu, die hast du nämlich auch begangen. Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Diebstahl, Einbruch. Hausfriedensbruch hast du noch nicht gemacht. Das gibt wieder. Einbruch auch nicht, aber das haben die Hater auch nicht gemacht. Diebstahl weiß ich jetzt nicht. Glaube ich auch nicht.
Und das ist alles teilweise, der Großteil von diesen Straftaten, die die Hater begangen haben, ist nicht mehr verfolgt worden, geschweige denn verurteilt. Ihr müsst euch mal auf die Zunge vergehen lassen. Keiner. Der Großteil von deinen Straftaten ist nicht verfolgt und verurteilt worden, weil die Leute dich nicht anzeigen wollten, weil du sonst ihre Daten geleakt hättest. Das ist der einzige Grund. Die Leute haben gesagt, oh, ich bin jetzt hier zwar im Recht, ich könnte den jetzt anzeigen, aber erstens habe ich dann Stress, weil da muss ich vor Gericht. Zweitens bekommt dann der Wingel meine Daten und wird mich doxen. Und da haben die Leute keinen Bock drauf gehabt. Das ist der Grund auch, warum Ofi dich nicht weiter angezeigt hat. Ganz ehrlich, Ofi hätte ich in den Knast bringen können. Aber er hat gesagt, mir ist meine Privatsphäre wichtiger als der Kampf gegen den Wingel. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ne? Der war bei mir im Stream und hat geschrieben, ja, ich bin so weit gegangen, wie ich gehen konnte, ohne dass ich ihm meine Daten geben musste. Wäre ich weitergegangen, hätte Rainer meine Daten, meinen Klarnamen, meine Adresse rausgekriegt und hätte mich gedoxt. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Rainer, der Mann hätte dich in den Knast bringen können. Er hat nur deswegen das nicht getan, weil er gewusst hat, dass du ihn doxen wirst. So viel zum Thema, dass es illegal und die Leute gehören angezeigt, die sowas machen. Natürlich hätte ich dann danach anzeigen können wegen der Doxerei, aber dann wäre ja der Schaden schon angerichtet. So weiter im Text. Das Rechtssystem findet trotzdem ab. Jetzt habe ich noch einen Geldbeutel. Mit 50 Euro. Das ist die Welt. Wisst ihr, was mich interessieren würde? Das müsste man sich eigentlich mal informieren. Ob wenn jemand in einem Livestream bewusst mit dem Autohupen vorbeifährt. Deine Drohung, die hat ja richtig gut funktioniert, Rainer. Alter, was ist das für ein geiles Timing? Wenn jemand bewusst in einem Livestream mit Autohupen vorbeifährt, ja, dann kommt er ins KZ. Rainer, dann keine Chance mehr, was? Oh nein, wie der Mund klein wird. Ob sowas jetzt sogar als Aufhetzen gilt. Nein. Ich kann dich dahingehend informieren. Nein, Rainer. Es ist, ich glaube, das ist eine Verkehrswidrigkeit, wenn du grundlos hupst. Das kostet 5 Euro. Wenn es jemanden stört und, keine Ahnung, fühlst dich davon gestört, kostet es 10. Ne? Ganz ehrlich. Da machst du ein paar Überstunden, da ist das geschenkt. Im Übrigen, ihr seht hier, ihr seht ja meinen Cursor nicht, aber ihr seht an der Seite wieder der Fettfilter rendert. Oben die Frise, die ist, wie breit der Bimbis wirklich ist. Links seht ihr auch, weil der Fettfilter das nicht checkt mit dem Kopfhörer, ne? Wie fett die Backe ist. Und rechts ist sie einfach gerade runter abgeschnitten. Da ist aber der Kopf gerade runter abgeschnitten. Ne? Das schaut fürchterlich lächerlich aus. Aber man sollte das anzeigen. Und unten am Kinn kriegt er das mit dem Schatten nicht hin, der Filter. Da weiß er nicht, was ist Kinn, was ist Schatten, weil er so viel Kinn hat wegschneiden müssen. Auch als Aufhetze machen kann. Weil die Tatsache, dass jemand sowas macht, das macht er ja, um andere zu provozieren, das ebenfalls zu machen. Und das ist ja eine Aufhetzung. Nein, macht er nicht. Das macht er einfach nur, um dir auf den Sack zu gehen. Er provoziert niemanden dazu, das ebenso zu machen. Das ist reine Spekulation. Your Honor, hearsay. Das wäre mal eine interessante Frage. Ja, das ist keine interessante Frage, weil jeder Vollidiot mit 5 Cent Menschenverstand sich das selber zusammenreimen kann. So, dann würde ich sagen, morgen Polizei, Lügen laut Anzeigen. Ja, macht es. Dann quält er sie richtig. Ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass der Lügenlord da in seinem Auto sitzt und hupt und den Stream von ihm laufen lässt und sich köstlich amüsiert hat. Der wohnt hier ums Eck. Der hat nämlich, als ich im Plauen war, ist er schon mit seiner Kamera rumgefahren und hat da schon die Leute aufgehetzt. Ach, Rainer, ich hätte gedacht, du warst nie in Plauen. Hast du nicht bis vor kurzem noch erzählt, ja, die Leute sind da nach Plauen gefahren und haben da Terror gemacht, obwohl ich da niemals war?
Jetzt erzählst du, ich war in Plauen. Komisch. Hat jemand den Überblick über seine eigenen Lügengeschichten verloren? Mal wieder? Dahin zu kommen, als ich in Plauen da Zeit lang untergekommen bin, da hat er Terror gemacht. Und das ist echt scheiße. Asozial, was er da abgezogen hat. Da muss man echt mal drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht ein bisschen cleverer wäre, da vielleicht mal die Füße stillzuhalten. Ja, Rainer, das wäre Gedanke, den würde ich dir nahelegen. Ob es nicht cleverer wäre, an deiner Stelle einfach die Füße stillzuhalten. Aber Statt jetzt hier schon wieder zu provozieren, indem du den Leuten drohst, sie anzuzeigen. Was kompletter Käse ist. gut, wenn er meint, er muss diesen Terror machen, soll er ihn machen. Lass mich mal kurz überlegen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das wird wahrscheinlich Volksverhetzung rauskommen, das will ich aber nicht. Ah, hier, perfekte Info. Hier, behetzt macht sich strafbar, auch im Netz. Gemeinsam gegen Hassposition. Nee, gegen Hassposting. Behetzt macht sich strafbar, auch im Netz. Hassposting auf sozialen Medienplattformen werden konsequent strafrechtlich verfolgt. Davon merke ich ehrlich gesagt nichts, wenn man bedenkt, wie lange das bei mir schon geht. 10 Jahre. Ja, Rainer, das liegt daran, dass die Leute dich einfach kritisieren im Internet. Ne? Und die allerwenigsten zu Straftaten auffordern. Die Leute, die zu Straftaten auffordern, die werden auch verfolgt. Und der Typ, der dir damals den ersten Spotting-Fall Deutschlands beschert hat, ist dafür auch, und zwar vollkommen zu Recht, strafrechtlich belangt worden. Ja? Die Realität ist halt aber für dich, leider Gottes, dass die allermeisten von uns überhaupt nichts Falsches tun. Wir decken nur deine Scheiße auf. Wir entlarven deine Lügen und wir zeigen den Leuten, was du für ein Mensch bist. Und das hat mit Hass oder Mobbing oder sonst irgendwas überhaupt nichts zu tun. Das muss man sich aber Zunge gehen lassen. Hier steht, Hasspostings, das ist im Internet bei mir ständig der Fall, Hasspostings auf sozialen Medienplattformen werden konsequent strafrechtlich verfolgt. Davon merke ich nichts. 10 Jahre versuche ich, diese Leute zu melden und anzuzeigen, aber da passiert gar nichts. Und die ganzen Hater-Kanäle, sogar die Kanäle von vor 10 Jahren sind immer noch existent. Ne? Mit Molumbi und den ganzen Leuten, die existieren immer noch. Die machen zwar nichts mehr, aber die gibt es noch, die Kanäle. Das müsst ihr mir Zunge gehen lassen. Allein diese ganze Schanzenwatch-Broadcast, der ganze Müll. Anstatt sie nur zu löschen. Mit der Initiative verfolgen statt nur löschen, werden Täter aus der Anonymität geholt, um eine rassistische Meinungsmache entgegenzutreten. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Köln, ZAC NRW, geht die Polizei NRW gegen Hasskriminalität vor. Seit Bestehen des Projektes haben sie viele Medien der Initiative gegen Hetze im Netz angeschlossen. Wäre vielleicht mal verkehrt, wenn das auch mal andere Bundesländer in Angriff nehmen würden, nicht nur ZAC und wir NRW. Was ist eigentlich ZAC? Darum sage ich, alles, was ihr an Hasspostings bekommt, ne, wirklich hergehen. Ich glaube, diesen Post hier, ich glaube, das hier behalte ich mir mal auf der Seite. Das speichere ich mir mal ab, das werde ich ja mal bei mir in meinem Blog veröffentlichen. Leute, sorry, er ist jetzt wieder lauter wie vorher. Es war jetzt wahrscheinlich deutlich zu laut, er hat wahrscheinlich gut übersteuert. Ich habe es jetzt erst gecheckt, ich schraube ihn wieder runter. Das ist interessant hier. Mittlerweile schützen zahlreiche weitere Medien im Nordrhein-Westfalen die Initiative, um gegen Hetze im Netz vorzugehen. Seit März 2020 haben sich aktuell nachstehen. Das muss ich mir mal genau in Ruhe durchlesen. Deutsche Radio. Ja, Rainer, vielleicht nicht im Stream. Die Aschendorfer Medien, der Patriot, die Glocke. Das ist eine interessante Auflistung anscheinend. Ja, richtig. Also wenn mehrere Dinge, also Substantive, also Dingworte, die groß geschrieben werden tun, hintereinander mit Komma getrennt, dann ist es meistens eine Aufzählung, Rainer. Das muss ich mir mal in Ruhe durchlesen. Das finde ich interessant gerade. Ja. Es trifft halt alles nicht auf dich zu. Egal, wenn es um Mobbing oder sonst irgendwas geht, Hetze im Netz, es trifft halt alles nicht auf dich zu. Ich habe schon überlegt, ob ich mir nicht eine eigene Organisation dafür gründen könnte. Ja, genau. Gründest jetzt neben der Kommune der Freiheit, ja, gründest jetzt noch eine Anti-Mobbing-Organisation. Mach doch das, Rainer. Das ist eine super Idee.
Ist überhaupt nicht wieder irgendein Luftschloss, das du dir aus den eigenen Arschwinden zusammengebaut hast. Du hageldommer Vollidiot. Aber das schaffe ich vom Organisatorischen her gar nicht. Nee, du schaffst da vom Organisatorischen nicht einmal, dass du aufs Klo gehst und dir danach den Arsch abwischst. Da muss Kackduschen her. Du schaffst zum Organisatorischen genau gar nichts. Aber die Leute sollen ja schon mal das Geld für die scheiß Kommune geben. Freilich. Ja, hast du selbst dadurch mit der Justiz zu tun gehabt, obwohl du ja eigentlich das Opfer bist, finde ich sehr schade. Der Witz ist, ich wurde zum Täter, weil ich in der Situation war, dass ich handeln musste. Nein, Rainer. Nein. Und ich werde nicht müde, es zu sagen, und ich habe es schon 1000-mal gesagt. Rainer? Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr gedeckt ist, handelt nicht rechtswidrig. Ich glaube, so ähnlich ist der Paragraph. Das ist der Notwehrparagraph. Das heißt, wenn es tatsächlich Notwehr gewesen wäre, hättest du nicht rechtswidrig gehandelt, ne? Und wärst dementsprechend auch nicht Täter. Jetzt hat das Gericht dich aber als Täter verurteilt. Ergo ist nicht durch Notwehr gedeckt, was du getan hast. Und dementsprechend ist der Text, den du jetzt gerade wieder hergeschissen hast, massiver Horseshit. Ich war in einem Handlungszwang, dadurch wurde ich vom Opfer zum Täter. Nein, du hast keinen Handlungszwang gehabt. Du hattest keinen Handlungszwang. Ganz im Gegenteil, die Polizei hat dir 1000-mal gesagt. Im Übrigen, Schnippi tun sie jetzt. Beste Meme. Du hattest keinen Handlungszwang. Die Polizei hatte 1000-mal gesagt, Herr Winkler, bleiben Sie im Haus. Ja, wenn Sie rausgehen, tragen Sie nur zur Eskalation der Situation bei. Herr Winkler, hören Sie auf, im Internet zu provozieren, dann kommen die Leute auch nicht mehr zu Ihnen. Herr Winkler, lassen Sie dieses, Herr Winkler, lassen Sie jenes. Herr Winkler, sprühen Sie Leute nicht mit Pfefferspray an. Herr Winkler, schmeißen Sie keine Äxte, schießen Sie nicht mit dem Bogen, den Bogen haben Sie da sogar abgenommen. Herr Winkler, Herr Winkler, Herr Winkler, bitte, 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 bitte. Und du hast es jedes Mal ignoriert. Du hast es jedes Mal ignoriert, Rainer. Das müsst ihr euch mal vorstellen hier. Ja. Ich würde gerade jedenfalls hier nicht sagen. Die Justiz ist einfach nicht das, was sie sein sollte. Habe es auch selbst schon erfahren müssen. Ja, das ist richtig. Wenn die Justiz funktionieren würde, wäre sein fettes Arschgebirge im Knast. Die Justiz ist schon, was sie sein soll. Das Problem ist nur, dass die Justiz teilweise Sachen einfach unter den Tisch fallen lässt, weil sie es einfach uninteressant finden. Oder weil sie einfach... Ja, die finden es einfach uninteressant. So wird es sein. So wird es sein. Ja? Die Leute suchen sich die Fälle aus, die sie behandeln, auf Basis dessen, wie interessant sie sind. Ah, komm, das ist ein ziemlich offensichtlicher Mord, den verfolgen wir jetzt einfach nicht, das ist super langweilig. Schauen wir mal lieber, ob nicht was Spannenderes kommt. Bei der Justiz geht nicht... Hier sieht man es auch wieder. Leute, schaut es euch an. Links, dadurch, dass er da das Headset aufhat, kommt da der Fettfilter nicht hinten nach. Der weiß nicht, wo das Gesicht aufhört. Rechts weiß der Fettfilter, wo das Gesicht aufhört. Ne? Links ist näher an der Realität dran als rechts. Rechts, ne, arbeitet der Fettfilter, wie gewohnt. Links nicht. Und dass sich die Justiz ihre Fälle aussucht, die sie behandelt, auf Basis von finde ich interessant und nicht interessant. Schwierig, Rainer. Schwierig. Ne? Das geht schon wieder in die Richtung von wegen, die machen ihren Job nicht. Da könnte man theoretisch auch wieder rechtliche Schritte gegen dich einleiten. Einfach der Meinung sind, das ist ein Einzelfall und es wird nie wieder was sonst wie vorkommen und deswegen wird es dann aktiv verfolgt. Die versuchen sich halt eher auf die krasseren Sachen zu fokussieren. Das ist ja auch irgendwo richtig. Nein, Rainer, das ist so nicht. Es wird alles, wenn es Nichtigkeiten sind, werden sie fallen gelassen. Ja? Wenn du anrufst und Leute anzeigst, weil die hergekommen sind, das heißt, der hat vor der Schanze Herr Winkler gerufen, dann ist das maximal eine Ruhestörung, nachweisen kannst du es nicht, ein Prozess wird man deswegen nicht führen, die Leute sind zu mehreren, du bist alleine, es steht Aussage gegen Aussage, beziehungsweise die haben 2 Aussagen gegen deine eine, das wird dann wegen Nichtigkeit fallen gelassen, weil man auch keine Chance hat, da irgendwas zu machen. Wenn du aber
auf die Leute mit dem Bogen schießt oder mit Pfefferspray sprühst oder sie mit Taschenlampen verklopst, dergleichen, dann Steine auf Autos wirfst, etc. etc. Ja, dann wird es schon eher verfolgt. Dass man einen Mörder verfolgt, dass jemanden, der im Internet schreibt, du bist voll zu. Das ist dann schon wieder was anderes. Deswegen sage ich, das ist alles so ein bisschen. Im Moment schaut es bei mir finanziell auch echt am Arsch aus. Also ich bin finanziell nur dann auch echt im Eimer. Ja, Rainer, und woran liegt es? Rainer, ich habe im letzten Jahr verfolgt, was du über Diggity Doggy die erbettelt hast und über Tippi und hast du nicht gesehen. Rainer, du solltest finanziell besser aufgestellt sein als ich. Rainer, du hast durch deine Battle-Geschichten im letzten Jahr mehr Geld erbettelt, als ich mit ehrlicher Lohnarbeit verdient habe. Und du bist komplett broke. Und ich bin niemand, der gut mit Geld umgeht. Ich habe auch Probleme mit Impulskäufen. Ich habe oft keinen Bock, irgendwie zu kochen und bestelle mir Essen, was viel zu teuer ist. Und du bist komplett broke. Was sagt uns das? Sind jetzt die Hater dran schuld oder lebst du einfach massiv über deine Verhältnisse, Rainer? Naja gut, ich streame ja auch momentan nicht. Ich mache keine Matches, ich mache nichts momentan mehr. Ist klar, dass ich damit viel verdiene. Das ist echt eine Katastrophe. Zum Glück habe ich mittlerweile verschiedene Eisen im Feuer. Feuer im Eisen. Du hast richtig viele Eisen im Feuer. Wir wissen es ja, du hast ja vor, um Weihnachten rum hast du ja gesagt, von wegen, was nicht alles auf die Hater zukommt und was da nicht alles passiert und so. Du hast richtig viele Eisen im Feuer. Ich frage mich bloß, holst du die aus dem Feuer dann auch nochmal raus? Werden die nochmal geschmiedet oder bleiben die einfach im Feuer, solange bis sie komplett in die Glut reingeschmolzen sind? Du bist stärker als die Hater. Viele hätten nach einem Jahr aufgegeben, aber du kämpfst tapfer weiter. Ja, da liest er wieder diese speerlutschenden Hurensohn-Kommentare vor von irgendwelchen Schwachmaten, die ihm jetzt ins fette Arschgebirge kriechen, damit sie nicht gebannhammert werden, um mehr zu farmen. Jeder, der dem auch nur einen Cent für so ein Abo gegeben hat, um da einen Kommentar reinzuschreiben, soll zur Hölle fahren. Es ist nicht nur die Situation, dass Situation. Ich halte mich weder für stark noch halte ich mich für schwach. Ich ziehe halt einfach mein Leben durch. So. Also es ist mein Leben und es ist eben einfach so. Aber deine Aussage ist deswegen nicht falsch, weil viele hätten nicht nur nach einem Jahr aufgegeben. Es gibt viele, die sich nach ein paar Monaten umbringen oder Amok laufen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird jetzt einfach irgendein Wannabe-Szenario aus dem Arsch gezogen. Ja, viele Leute hätten dieses oder jenes gemacht. Quelle Trust Me, Bro. Nein, hätten sie nicht. Ja, die allermeisten Leute, wenn denen so sehr Kontra gegeben wird, sagen dann, okay, da bin ich vielleicht, habe ich vielleicht den falschen Weg eingeschlagen. Ja? Orientiere ich mich hier mal um und war das jetzt mit dem YouTube vielleicht einfach nicht die schlauste Idee? Bin ja fürs Influencer-Leben nicht gemacht. Die Leute hassen mich, dann lasse ich es bleiben. Das hätten die Leute gemacht. Keiner hätte sich umgebracht. Das sind Menschen, die werden attackiert. Meistens sind es dann Menschen, die auch noch psychisch ein bisschen schon Probleme haben und schon psychisch und mental nicht so gebunden, nicht so krass sind, nicht so stark sind. Also ich sag jetzt mal... Nicht so wie du, der psychisch absolut nicht labil und sondern richtig krass und stark ist. Du, die Secret Service, die hat, ich habe das auch schon behandelt, aber bei der ist es fresher. Die hat jetzt heute oder gestern ein Video hochgeladen, wo sie deinen 30. Geburtstag nochmal Revue passieren lässt. Ja, dann erzählst du mal, wie dein Verhalten dort passt auf die Aussage, dass du psychisch stabil und echt stark und krass bist. Das möchte ich dann mal nachvollziehbar erklärt bekommen. Ein normaler, geistig gesunder Mensch kommt gegen diesen ganzen Hass an, wenn er... Rainer, erzähl nicht von geistig gesunden Menschen, davon hast du keine Ahnung. ...bereit ist, sein Ding durchzuziehen. Nicht mal ansatzweise anekdotische Evidenz, Rainer.
wenn er bereit ist, für seine Ideale, für seine Ziele zu kämpfen. Die meisten Menschen sind nicht bereit dafür oder bereit dazu. Ich zum Beispiel bin jemand, ich kämpfe für meine Ideale. Nein, Rainer, du kämpfst dafür, dass du ein von Fremden finanziertes Luxusleben führen kannst. Dafür kämpfst du. Dass du nicht arbeiten musst, aber trotzdem im Luxus leben. Von anderen Leuten finanziert. Das ist das Ziel des Krieges, den du führst. Du kämpfst nicht gegen Mobbing oder gegen die Hater oder gegen sonst irgendwas. Du kämpfst gegen eine Gesellschaft, die es dir nicht zugesteht, zu sagen, ich bin ein fetter Parasit, gebt mir einfach Geld in Unmengen fürs Nichtstun, damit ich mich in ein frühes Grab fressen und mir meine Pedo-Hentais leisten kann. Das ist das Problem bei dir. Du kämpfst nicht gegen Mobbing oder für deine Ideale. Rainer, du hast keine Ideale. Ideale haben, das hat was mit Ehre haben zu tun. Und Ehre würdest du nicht erkennen, wenn sie dir den Luan in den Arsch pömpelt bis zu den Mandeln hoch. Ich kämpfe auch für meine Überzeugungen, das werde ich immer tun. Die Hater sagen immer sowas die ganze Zeit, wo ich nichts gemacht habe, ich mache jetzt auch weiter, also wir machen jetzt nicht hier, dass wir wieder jeden Tag streamen, sondern nur ab und zu mal weiterhin, so wie es jetzt auch war. Aber eine Sache muss ich dazu trotzdem deutlich sagen. Es ist eine schlichte, einfache Tatsache, dass man, was ich so mache. Lass dich nicht ablenken, Rainer. Er schaut schon wieder auf einen anderen Bildschirm, liest da irgendeine Scheiße und kommt einfach wieder nicht zu Potte. Wie erkläre ich das? Wie erklärt er das jetzt wieder? Wir sind wieder zu dumm zu verstehen, was des Draches Genie in seinem Kopf zusammengerendert hat. Ja, dann hau raus, Rainer. Erleuchte mich. Ein Mensch, der geistig... Und Rainer, wenn die Leute von der letzten Instanz, die du im Hintergrund laufen hast, wüssten, dass du ihre Musik nimmst für deine Scheiße und was du für ein Typ bist, die würden, glaube ich, sauber Hasslatte kriegen. Das sind nämlich sehr kommode Leute. Und die approven mit Sicherheit nicht Leute, die den Holocaust verursachen, Leute, die andere Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Rasse, Herkunft, ihres Glaubens oder sonst irgendwas beleidigen und diskriminieren und die sich bei irgendwelchen Neonazis im ostdeutschen Hinterholz verschanzen. Ne? Möchte ich wetten, dass die Leute von der letzten Instanz gegen vieles, was du tust, ein Problem haben. Ne? Ich glaube, die sind auch alle sehr, was Tieraktivismus und vegane und vegetarische Ernährung und sowas angeht, die approven sicher auch nicht jemanden, der sich klafterweise das billigste Jahrfleisch in eine hohle Rübe reinrendert. Finden die sicher auch nicht geil. Gesund ist und keine mentalen Schwächen hat. Was heutzutage schon selten ist, weil die meisten sowieso schon irgendwie mentale Schwächen haben. Aber das liegt auch ein bisschen an der Erziehung und auch ein bisschen an den Schulalltag. Das hängt mit so viel zur Sache. Rainer, psychische Krankheiten nehmen in unserem Land Überhand aufgrund des Drucks, den die Gesellschaft auf uns einwirkt. Ja? Alles wird teurer, wir müssen aber trotzdem erfolgreich sein. Auf der einen Seite, Männer müssen auf der einen Seite stark und erfolgreich sein und das Geld mit nach Hause bringen, auf der anderen Seite aber dürfen sie auch wieder, ja, Frauen müssen stark und unabhängig sein, aber trotzdem irgendwie sich für Familie entscheiden und egal welche Entscheidung wer trifft, für Karriere, gegen Karriere, für Kinder, gegen Kinder, es fehlt vorne und hinten an den Kohlen und du wirst immer kritisiert von den Leuten so. Ja, warum willst du Kinder? Warum willst du keine Kinder? Warum heiratest du? Warum heiratest du nicht? Ne? Frauen, die heiraten und den Namen ihres Mannes annehmen, die werden geflamed von irgendwelchen
wannabe-liberalen Leuten als oh, ihr unterstützt das Patriarchat, anstatt dass man einfach die sagt, hey, du bist eine selbstständige Frau, die sich dazu entscheidet, das so zu machen, weil sie es gut findet und wir respektieren deine Entscheidung. Frauen, die Kinder kriegen, da heißt, oh, ihr seid alle Heimchen am Herd, ihr schadet dem Feminismus. Frauen, die keine Kinder kriegen, heißt, ja, ihr macht hier diesen, jenen. Wir leben in einer ganz beschissenen Gesellschaft, in der du, egal was du machst, einfach nur von den Leuten irgendwie gefickt wirst und extremer Leistungsdruck auf allen Leuten herrscht, währenddessen gleichzeitig alles unsicherer und teurer wird. Und dadurch führt das führt unweigerlich dazu, dass psychische Krankheiten massiv auf dem Vormarsch sind. Das hat aber alles nichts mit dir zu tun, Rainer. Das hat alles nichts mit dir zu tun. Rainer, du müsstest einfach nur die Basics rocken. Einfach die Basics. Don't be a cunt. Punkt. Ja? Das müsstest du schaffen. Don't be a cunt. Aber nicht einmal das kriegst du hin. Und deswegen hast du ein beschissenes Leben. Aus keinem anderen Grund. Kommt zusammen. Aber wenn jemand den Willen hat, durchzuziehen, dann würde er das auch durchziehen. So. Ich vermisse mein altes Leben nicht. So. Ich habe mit meiner Familie, mit meinen Freunden nichts zu tun. So. Und meinen damaligen Freunden. Ich habe ein, zwei Leute, zu denen habe ich Kontakt noch. Aber die Mehrheit von meinen damaligen Freunden oder meine Familie, was sind das für Menschen gewesen? Die haben mich im Stich gelassen, als ich sie am dringendsten gebraucht habe. Nein, Rainer, du hast die im Stich gelassen. Weil du dein Luftschloss von Traum von Profi-Influencer verfolgen wolltest. Du hast auf die geschissen. Weil du gesagt hast, hey, in ein paar Jahren bin ich berühmt und reich und dann werden sie schon wieder angekrochen kommen. Scheiß auf meine Mutter, diese dumme Schlampe. Ja? Du hast deine Schwester, als sie dir ihr Kind vorstellen wollte, vom Hof gescheucht. Rainer, du hast einfach alle Leute verprellt, die dir jemals positiv gesonnen waren. Und man sieht es jetzt erst vor kurzem wieder. Vor kurzem war auch wieder einer von deinen komischen Drachis, den hast du auch wieder zum Hater gemacht. Das Einzige, was der wollte, dass er gesagt hat, Rainer, ich unterstütze dich, ich stehe an deiner Seite, aber dann stehst du auch an meiner Seite, gib mir einen Shoutout, verlink auch meine Videos, hau da Kommentare drunter, interagier damit, ne, eine Hand wäscht die andere mäßig und so. Und es war dir scheißegal. Du hast einfach gesagt, ja, Digga, hau mir einfach die Kohle raus. Weil du willst natürlich auch niemanden fördern von den kleinen Leuten, wenn sie dich unterstützen. Ist ja alles Konkurrenz. Ne? Es darf nur einen Gott geben. Neben dir gibt es keinen anderen Gott für die Leute. Das ist dein Gedanke. Das ist der Grund, warum du mit der Birella nichts mehr machst. Du hast festgestellt, oh Scheiße, die Birella gräbt mir das Wasser ab, was den Hate angeht. Die ist genauso gut da drin, die Leute zu provozieren und dazu zu bringen, sie zu hassen, wie ich. Wenn die online ist, habe ich weniger Views, weil viele Leute, die mich ursprünglich verfolgt haben, weil sie mich hassen, jetzt bei der sind. Deswegen hast du mit der nichts mehr gemacht. Und aus keinem anderen Grund. Du willst keine Konkurrenz haben. Du willst der Einzige sein. Aber der Einzige macht schon lange nichts mehr. Ne? Und da kann man auch sagen, was man will. Die Leute behaupten immer, du bist selber schuld. Nee, bin ich überhaupt nicht. Ich habe einfach einen Weg gewählt, den sie nicht gut fanden. Und das nee, Rainer, du hast einfach einen Weg gewählt, der offensichtlich in die Verdammnis geführt hat. Ne? Wenn ich mit dem Auto mit 120 gegen die Wand fahre und ich komme, keine Ahnung, in der Hölle an und die Leute sagen, du bist selber schuld. Und ich sage, ja, nee, ich bin ja nicht selber schuld. Ich wollte halt einfach nicht abbiegen. So. Ja doch, bist halt selber schuld, Rainer. Deswegen haben sie mich. Und ganz ehrlich, die Leute haben es dir alle gesagt. Deine Family hat es dir gesagt, deine Freunde haben es dir gesagt. Alle Leute, die es damals noch gut mit dir gemeint haben, haben es dir gesagt, sagen, Rainer,
es ist halt vielleicht nicht das Richtige für dich. Rainer, das ist halt schmerzhaft jetzt vielleicht, aber das ist nicht der Weg. Du bist nicht der Mandalorianer und es ist nicht der Weg. Rainer, deine Zukunft ist, weil du anstatt zur Schule zu gehen, lieber zu Hause Pokémon geschaut und Nintendo gespielt hast, und bis heute lernresistent as fuck bist, ist dein Weg, geh zur Zeitarbeitsfirma, wenn du Glück, gib dir Mühe, sei fleißig und wenn du Glück hast, übernimmt dich eine der Firmen, wo sie dich dahin schicken, für die Dulli-Arbeiten, die sonst keiner macht, die aber gemacht werden müssen. Wo du deine qualifizierten Fachkräfte, die ausgebildeten Leute, die einen Schulabschluss haben und die Ausbildung abgeschlossen haben, nicht abstellen willst dafür, weil die dir mehr Wert schaffen, wenn sie ihre richtige Arbeit machen. Dann darfst du da hingehen und darfst die Werkstatt auskehren, die Schrauben sortieren, die, was weiß ich, ne? Die Maschinen reinigen. Und das war's. Und dafür kriegst du dann den Mindestlohn. Und davon kannst du dir deine Animes und die andere Scheiße kaufen. Und dann backst du kleine Brötchen und das ist halt dein Leben. Weil du dich geweigert hast, aktiv geweigert hast, was aus dir zu machen. Weil du lieber Schule geschwänzt hast, um Pokémon zu schauen, als zu sagen, hey, ich muss hier was lernen. Im Stich gelassen. Dazu muss man sagen, ich bin ein Mensch. Wenn ihr mit mir befreundet seid und mich nicht verarscht, ihr habt keinen besseren Freund auf der Welt. Das ist gelogen, Rainer. Rainer, das ist gelogen. Ich kenne persönlich Leute, die in deinem Freundeskreis waren. Ich habe mich hier mit Schraber unterhalten. Die hasst dich mit tiefer Inbrunst. Und die war mal mit dir befreundet. Und du hast sie halt einfach wie Scheiße behandelt. Weil du alle Menschen wie Scheiße behandelst. Weil, ich weiß nicht, ob es in dem Video am Anfang oder im letzten Video am Ende war, Menschen haben für dich nur eine Existenzberechtigung, wenn sie dir einen finanziellen Vorteil verschaffen, eine Dienstleistung für dich erbringen oder zur Triebbefriedigung gebraucht werden können. Alles andere ist dir scheißegal. Und du schmeißt alle Freunde, die nicht eine dieser 3 Dinge erfüllen, auf den Müll, als wären sie Abfall. Niemand hat in dir einen guten Freund. Niemand. Und wenn du Leuten mal was gibst, dann nur, weil du die ganze Cookie Zoo-Tagesausflug-Geschichte gebe ich dir nicht. Du hast das gemacht, weil du einsam warst. Du warst einsam. Du wolltest Aufmerksamkeit von Cookie und deswegen hast du ihn zum Essen eingeladen und in den Zoo. Du hast das nicht aus Nächstenliebe gemacht oder weil du sagst, hey, das ist ein guter Freund, das mache ich gerne für dich. Du hast das gemacht, weil du dir damit die Freundschaft kaufen wolltest, weil du einsam warst. Weil du alle Leute vergrault und verstoßen hast aus deinem Leben, denen du jemals wichtig warst. Das ist der Punkt. Ich spring für euch ins Feuer, ich spring für euch in die Lava, um euch rauszuziehen. Ich tue alles dafür, um meine Freunde und meine Familie zu beschützen. Das habe ich auch damit getan, dass ich meine Familie beschützt habe, indem ich gegen die Hater vorgegangen bin, als die meine Schwester angegriffen haben. Ja, großartig hast du die beschützt. Weißt du, wie du die beschützen hättest können? Lösch deine Internetpräsenz. Wenn du alles dafür tust, um die Leute zu beschützen um dich herum, und deine Internetpräsenz ist der Hauptknackpunkt, an dem es scheitert, dann hättest du damals schon 2014, anstatt das Traut euch kommt zu mir Video zu machen, deine scheiß
deinen scheiß YouTube-Account gelöscht und gesagt, ich gehe arbeiten, das hat so keinen Sinn, das ist es nicht wert, die Leute in meinem Umkreis werden davon negativ beeinträchtigt und ich möchte die davor schützen, dann lasse ich es jetzt bleiben. Wenn du alles dafür tun würdest, diese Leute zu beschützen, hättest du damals deine Internetpräsenz beendet. Punkt aus, Nikolaus. Das lässt sich ja nicht mehr anders umeinander diskutieren. Das hast du nicht getan. Die Leute haben dir gesagt, deine Familie hat dir gesagt, Rainer, lass es bitte bleiben, wir leiden darunter. Es ist inzwischen so, dass es dein Privatleben, unser Privatleben beeinflusst, was du da tust. Bitte lass es bleiben. Und dann wäre, wenn du tatsächlich der große Held wärst, der du sagst, dass du jetzt bist, der alles dafür tut, um die Leute, die ihm wichtig sind, zu beschützen, hättest du damals gesagt, ja, ihr habt's recht. Wenn es nur um mich gehen würde, würde ich vielleicht weitermachen. Ich halte das aus mit dem ganzen Hate und so. Aber das beeinträchtigt euch nachteilig und ich möchte euch davor beschützen. Dann lasse ich das jetzt bleiben. Dann gehe ich wieder zum Arbeitsamt und suche mir einen Job oder zur Zeitarbeitsfirma oder sonst irgendwo und gebe mir Mühe und dann hättest du heute noch einen brutal guten Kontakt zu deiner Mutter, deiner Schwester, zu Freunden von damals und so weiter. Was du gesagt hast, war, oh, ihr lasst mich alle im Stich, ihr seid alles Verräter, der Angriff Steiner war ein Befehl, ne? Und hast die Leute aus deinem Leben geschmissen. Das ist nicht alles dafür tun. Im Gegenteil, das ist nichts dafür tun. Ihr habt mir absolut no questions asked Gehorsam zu leisten und mich zu unterstützen. Ansonsten seid ihr auch Hater. Das ist das, was du gemacht hast. Das hat mit Unterstützung oder mit alles dafür tun, um Leute zu schützen, überhaupt nichts zum Tor. So hat es mit dem Hate angefangen, dass die vor meiner Haustür standen. Dieses Video, über das sich immer alle lustig machen. Was ist der Kern der Aussage in diesem Video? Traut euch, kommt zu mir, legt euch mit mir an. Nee. Der Kern ist, ich bin stinksauer, weil meine Familie zu mir gekommen ist und gesagt hat, Rainer, was du da im Internet tust, beeinträchtigt uns inzwischen negativ. Bitte sieh ein, dass das nicht der Weg für dich ist. Lass es bleiben, uns zuliebe. Und da hast du deine Fälle davon schwimmen sehen. Ne? Und dann warst du matt. Und deswegen hast du das rausgeschissen. Da ging es nicht darum, andere Leute zu beschützen, sondern da ging es darum, dein vollkommen irres, aus Analwinden zusammengeschustertes Luftschloss vom Drachenlord als großer Internet-Influencer, der Millionär wird und dann kriegt er alle Frauen und so weiter, das vollkommen irre Luftschloss zu beschützen. Und dafür bist du über Leichen gegangen. Und zwar im Besonderen über die Leichen deiner Familie. Wir haben das bei deinem Vater gesehen. Du hast es nicht erwarten können, dass der abkratzt, damit du endlich der Schanzenlord sein kannst. Da kannst du mir nichts anderes erzählen. Und darüber, dass deine Mutter und deine Schwester und deine Freunde, ist dir alles scheißegal gewesen. Das Hauptproblem war, ich muss jetzt Profi-Influencer und Millionär werden, damit ich mit meinem so fett sein kann, wie ich will und trotzdem die geilen Frauen krieg. Alles andere ist dem untergeordnet und wer auch immer was dagegen sagt, ist ein Hater und wird aus meinem Leben verbannt. Egal wie blutsverwandt mit mir. Ich habe mir gerade ein frisches Bier an der Nussecke, meine ich natürlich. Ja, und einen neuen, flauschigen, knurrenden Stoßwärmer geholt. Und dann kann es jetzt weitergehen. Mit seiner Lügengeschichte darüber, wie er für alle anderen Leute alles geopfert hat. Ja. Der Mann würde seiner verhungernden Schwester kein Pommes abgeben. Nicht einen einzelnen. Ne? Der Kern der Aussage ist, legt euch mit mir an, bevor ihr auf meine Schwester losgeht. Oder auf meine Familie. Greift mich an, denn ich bin geistig so stark,
dass ihr auch in 100 Jahren noch nichts gegen mich ausrichten könnt. Die Hater jetzt in den 2-3 Wochen, 2-3 Monaten, in denen ich kaum was gemacht habe, alles so besiegt, besiegt. Nein. Ich bin erst besiegt, wenn ich tot bin. Und vielleicht noch nicht mal dann. Rainer, du bist vielleicht dann auch dann besiegt, sollten sich gewisse Vorwürfe gegen dich erhärten und du vor Gericht kommst und dafür in den Knast kommst. Dann bist du, also machen wir uns nichts vor, der Mann hat sich selbst vor Jahren besiegt. Ja? Wenn man weit genug zurückgehen will, dann kann man das Beispiel, das er gerade selber genannt hat, eigentlich auch als Knackpunkt nehmen, dass er sagt, hier, mit dem Traut euch, kommt zu mir Video, hat er sich eigentlich schon besiegt. Ne? Aber sollte er als Pädokrimineller verurteilt und in den Knast kommen, oder dann wünscht er sich einen Ofenkäse oder einen Mimon oder einen Regenbogenschaf als Hater zurück. Weil was im Knast ne, Leute gehatet werden, die wegen sowas da reingekommen sind, macht keinen Spaß. Kommt dann darauf an, wer meine Ideale weiterführt. Aber ich bin nicht besiegt, bevor ich tot bin. Ob ich jetzt irgendwas im Internet mache oder nicht, ob ich Streams mache oder nicht, spielt keine Rolle. Weil irgendwas mache ich immer. Und wenn ich Blogs schreibe, wenn ich Podcasts mache, wenn ich Livestreams mache, wenn ich Videos mache, wenn ich Posts setze auf Twitter oder so, ich bin immer da. Ich werde immer da sein. Ich bin vielleicht nicht mehr so aktiv. Und das ist genau das, was die Staatsanwältin damals gesagt hat und was ich auch dem Richter bis heute noch ankreide. Die Staatsanwältin hat damals gesagt, der wird nicht aufhören. Der provoziert weiter, und wenn wir den jetzt nicht in den Knast stecken, dann sitzt er morgen vor der Kamera und sagt, traut euch, kommt zu mir. Und provoziert die Leute und macht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und es wird kein Ende finden, wenn wir jetzt da kein Ende einleiten. Und sie hatte recht. Aber ein gewisser Richter hat eine positive Sozialprognose gesehen, weil er Angst hatte vor einem Shitstorm, der ihn framed als Handlanger des Internet-Hassmobs. Ne? Wie vorher, aber ich bin da. Ich werde mein Leben lang gegen Hass, Mobbing und Unterdrückung kämpfen. Das werde ich mein Leben lang tun. Und wer was anderes behauptet, der kennt mich einfach nicht. Ich habe mein Leben dafür, ich bin bereit, mein Leben dafür zu opfern, dass andere Menschen endlich aufwachen und begreifen, was für eine Scheiße eigentlich abgeht. Rainer, du opferst dein Leben für nix. Ja, du bist die feigeste Drecksau, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Bei allen Videos, wo du auf irgendwelche Leute losgegangen bist, waren es irgendwelche Leute, wo du glaubt hast, okay, die habe ich im Kreuz. Ja, die habe ich im Kreuz, die wiegen die Hälfte von mir. Immer wenn da irgendein Schrank dort gestanden ist mit einem breiten Kreuz, ja, da hast dich schön hinter deinem Zaun versteckt oder hast dich nicht einmal aus der Scheißschanze getraut. Rainer, du bist die feigeste Drecksmuchte, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Du legst dich nur und ausschließlich mit Schwächeren an. Du hast auch den Typen deine Gehirnerschütterung damals in der Schule nur deswegen verpasst, weil du 3 Jahre älter warst, weil du sogar für die Dulli-Schule zu dumm warst. Und der einzige Grund, warum die dich nicht rausgeschmissen haben, war, dass du auf der untersten Schiene des deutschen Bildungssystems angekommen bist und ein Versagen da nicht mehr weiter nach unten führen konnte. Und du schulpflichtig warst. Die konnten dich nicht rausschmeißen. Du lernresistentes, dummes Arschloch. Und dann warst du 3 Jahre älter als alle anderen. Die haben aber trotzdem gecheckt, was du für ein dummer Wichser bist und haben dir dann das gesagt. Und dann hast du mit dem Schädel auf die Tischplatte gedonnert und ihm eine Gehirnerschütterung verpasst und hast danach gesagt, oh, schaut's dir noch an, der lebt doch noch, warum beschwert er euch eigentlich? Ich habe ja gar nichts gemacht, etc. Und wenn ich dafür draufgehen muss, dann mache ich das. Ja, dann mach doch. Rainer. Und mir geht es auch gar nicht darum, ob mir jemand mit mir... Rainer, du kannst, ganz ehrlich, du kannst hier gegen die Ungerechtigkeit in der Welt, kannst du dich einsetzen unter Einsatz deines Lebens. Geh in die Ukraine, melde dich bei denen freiwillig, der ukrainischen Armee zu helfen gegen die russische Invasion. Dann hast du was Gutes getan. Und kannst dein Leben dafür einsetzen, wenn dir das so wichtig ist. Weil
Hass und Mobbing ist nichts dagegen, dass man sagt, hier, wir überfallen unser Nachbarland aufgrund von wirtschaftlichen Interessen und schicken da hunderttausende Leute in den Tod. Ne? Bringen Frauen und Kinder um. Ne? Brandschatzen und vergewaltigen durchs ganze Land. Da kannst du dich gegen Ungerechtigkeit einsetzen. Geh darüber, sag, hallo, ich bin's, der Reini, bitte gibt's mal 1 Waffe, ich gehe rüber und mach den Russen tot. Du überlebst keine 12 Stunden, das verspreche ich dir hier und jetzt, aber dann hättest du deinen Worten Taten folgen lassen und gesagt, ich bin da, wenn du sagst, ich bin bereit, mein Leben für die gute Sache zu opfern, dann mach das. Mach das. Kämpfst, aber nicht, wenn ich mein Leben lang alleine dastehen werde. Das werde ich machen. Ich bin so. So werde ich immer sein und so war ich immer. Und irgendwann wird vielleicht der ein oder andere aufwachen und vielleicht wird es dann weitergehen und vielleicht werden dann andere meinen Platz einnehmen. Und dann habe ich hoffentlich einen guten Grundstein dafür gelegt, dass man vielleicht doch irgendwann das Thema Mobbing aussiebt. Ja, Reini, Horseshit. Die Rainer Winkler-Religion, die Drachenlord-Religion wird niemals gegründet, dass sie sagen, im Buche des Propheten steht, etc. Da habe ich meinem Vater einblasen. Das wird nicht passieren. Ne? Du wirst bis in alle Zeit als Negativbeispiel für Narzissmus und Egoismus geführt werden. Also sagen wir mal für ein paar Jahre und danach, ne? Interessiert sich irgendwann kein Schwanz mehr für dich, weil du vollkommen irrelevant bist. Du bist so lange relevant, wie du im Internet die Leute beleidigst und provozierst und Scheiße von dir gibst und dich strafrechtlich angreifbar machst. Und wenn das nicht mehr passiert, dann vergessen dich die Leute einfach. Das in 200 Jahren dann die Leute sagen, oh, höret das Wort des Propheten, ne? Rainer Winkler, lasset uns beten, so wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Tippen, tippen, tippen. Liken. Spenden. Wird nicht passieren. Und irgendwann in 100 Jahren wird man sich nicht mehr an meinen Namen erinnern, wird man sich auch nicht mehr an mich als Person erinnern, aber man wird wissen, es gab jemanden, der versucht hat, gegen Hass und Mobbing und Unterdrückung was zu kämpfen. Oder die Menschheit hat sich bis dahin selbst ausgelöscht, indem sie Bomben und was sich alles geschmissen hat. Ich halte mich nicht für wichtig. Ich halte mich auch nicht für das Zünglein an der Waage. Sondern ich ziehe einfach... Nee, du hältst dich für das höchste Wesen. Mein Leben durch. Und wenn ich mein Leben durchziehe und es funktioniert, perfekt. Wenn es nicht funktioniert, sei es drum. Es ist aber mein Leben. Das ist das, was ich meine. Die Hater immer so besiegt. Ihr habt nicht verstanden, dass man mich nicht besiegen kann. Mein ganzes Leben, mein ganzer Weg, den ich gehe, ist von Niederlagen gepflastert, aber auch von Siegen. Nee, wo sind jetzt die Siege? Niederlagen gebe ich dir. Dass von Niederlagen gepflastert ist, das wissen wir alle. Aber wo sind denn die Siege? Erzähl mir doch, wo hast du denn gewonnen, Rainer? Dass du nicht in den Knast gegangen bist, ja, herzlichen Glückwunsch. Das grenzt auch eher an der Wunder. Ansonsten ist doch dein komplettes Leben eine endlose Aneinanderreihung niederschmetternder Niederlagen. Die du einfach immer nur schön redest. Sagst hier, nee, das ist gar nicht so. Ja? Ich bin ja Edzardler, nicht derjenige. Doch, Rainer, du bist derjenige. Und das ist genau der Punkt, den ihr nicht verstanden habt. Jeder Mensch fährt in seinem Leben Niederlagen und fährt Siege ein. Ja, jeder Mensch hat Niederlagen und jeder Mensch hat Siege in seinem Leben zu verzeichnen. Bei mir sieht man meine Niederlagen und meine Siege nur aktiver, oder man sieht vielleicht mehr die negativen Sachen, ne, weil negativ ist sowieso immer beliebter. Man sieht also mehr die Niederlagen als die Siege. Dass ich seit 10 Jahren gegen diesen Scheiß kämpfe, sieht kaum einer. Das registriert keiner. Ja doch, Rainer, du wirst ja auch nicht müde, es zu erwähnen. Der einzige Grund ist halt einfach, dass es nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die du gern hättest, ist, dass die Leute nicht alle komplett behindert sind. Ja, und dass die Leute das durchschauen und sagen, nein, Reini, so ist es nicht. Du kämpfst hier nicht den gerechten Kampf und du gehst nicht den harten Weg ne,
die Verbesserung der Lebensumstände der kompletten Menschheit, sondern du bist einfach ein bisschen ein dummer Vollidiot, der einfach nicht checkt, dass er vielleicht einfach seit 10, 12 Jahren auf dem Holzweg ist. Sagt er, du bist dumm, dass du das seit 10 Jahren machst. Ich sehe das nicht als dumm, sondern das sind einfach 10 Jahre meines Lebens. Die du im Klo runtergespült hast, Rainer. Seien wir doch ehrlich. Rainer, schau dir deinen Vater an. Der ist plus, ich glaube 52 ist er geworden. Sagen wir mal 50, um die Rechnung einfacher zu machen. Ne? 10 Jahre. Und du wirst den 50er nicht sehen. Ich habe eine Wette mit dem Matti laufen. 10 Jahre wären ein Fünftel deines kompletten Lebens. 20% deines kompletten Lebens. Und es sind ja inzwischen mehr als 10 Jahre. Es sind ja schon 12. Die du einfach im Gully runtergespielt hast. In diesen 12 Jahren hättest du so viel machen können. In diesen 12 Jahren hättest du dir mit einem normalen Job den einen oder anderen Festivalbesuch leisten können. Auf Summer Breeze fahren, das ist nicht weit weg von dir daheim gewesen. Ne? Da bist du in einer halben, dreiviertel Stunde drüben. Und vielleicht auf andere, kleinere Festivals, auf Konzerte gehen, dir einen Freundeskreis aufbauen, die dich mitschleppen, sagen wir mal ehrlich. Ja, die sagen, der ist zwar ein bisschen dumm, aber so an sich ist er anständiger Bur. Und hättest da wirklich, du hättest so viele schöne Erinnerungen haben können. Du hättest vielleicht sogar auch irgendwann irgendeine ähnlich beschränkte Person gefunden, die sich mit dir einlässt und sagt, hey, ne? Lass uns zusammen bei Frauentausch mitmachen. Keine Ahnung. Ne? Aber das hast du alles geschissen. Du hast gesagt, ich werde Internetstar, ich verdiene dann Millionen und dann kommen sie alle angekrochen und kriechen mir in den Arsch, weil sie mein Geld haben wollen und dann kriege ich irgendwelche Pornostar, Topmodel aussehenden Weiber, hier links 3, rechts 3 im Arm und die streiten sich drum, wer mir erstens den Schwanz lutschen kann, weil ich sie mit Geld beschmeiße und hurra die Gams, Koks und Nutten. Läuft nicht, Rainer. Dafür hast du alles hergegeben und du hörst nicht auf. Du wirfst dein komplettes Leben weg. Und Rainer, wenn du einen körperlich anspruchsvollen Job machen würdest, ne? Verbrennt das Energie. Dann wärst du bei weitem nicht so fett, wie du jetzt bist. Dann wärst du wahrscheinlich immer noch übergewichtig, weil du ein maßlos verfressenes Stück Scheiße bist. Aber du wärst nicht über 200 Kilo. Du hättest keine Schmerzen im Bein. Du hättest keinen Diabetes, den du 100%ig hast. Deine Galle wäre noch in deinem Körper. All diese Geschichten. Ja, du wirfst dein Leben weg. Und du hast schon über 10 Jahre weggeschmissen. 10 Jahre wegschmeißen ist kein Pappenstiel. Lebenszeit ist das Einzige, was wir nicht wiederkriegen. Die ich sowieso geführt hätte auf die eine oder andere Weise. Der Unterschied ist nur, dass man auf mein Leben achtet. Auf mein Leben achtet man, mein Leben beobachtet man. Und dadurch, dass man mein Leben beobachtet, kriegt man bei mir auch mein Leben mit. Und das ist genau der Punkt. Die Hater sagen immer, habe ich gestern auch wieder drüber lachen müssen, die Hater sagen so, hat so jemand geschrieben, schick mir mal ein Bild, wir wollen im Telegram sehen, wie schmal dein Mund ist. Nee, wie klein der Mund ist, Rainer. Wie klein er ist. Er wird sehr klein immer. Immer wenn der Hupenhater draußen vorbeifährt und hupt, ja, können wir sehen, wie der Mund auf atomare, auf subatomare Dimensionen schrumpft. Wenn ich wütend bin, dann reiße ich mein Maul auf. Und das sollte man nach 10 Jahren eigentlich wissen. Nee, Rainer, die Sache ist, wenn du wütend bist, dann brüllholst du einfach bloß, aber der Mund wird trotzdem klein. Dein Maul aufreißen tust du, wenn du der Meinung bist, du hast gerade Oberwasser. Oder Oberweser, wie du das vor kurzem gesagt hast. Da reißt du dein Maul auf. Ich erinnere zurück an den Dezember
Oh, ich weiß, was auf die Hater zukommt. Oh, Telegram ist nicht so sicher, wie ihr denkt. Ich werde immer ausgesorgt haben. Nächstes Jahr wird das Jahr des Drachen. Bla 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 bla. Ja, wo sind wir jetzt? Jetzt hältst Maulaffenpfeil. Wenn mich irgendwas stört, reiße ich die Fresse auf. Und zwar so weit, dass ein Pottwal durchschwimmen kann. Und zwar eine ganze Pottwalschule. Oder Blauwalschule von mir aus, noch größer. Da kann eine ganze Blauwalschule durch mein Maul durchschwimmen. So weit reiße ich die Fresse auf. Ja, so weit hast du aber auch den Arsch offen, Rainer. Weil ich keiner bin, der sagt, nö, mach mal. Nö, ich zieh durch. Mein Leben führe ich so, wie ich es für richtig halte. Und wenn ich am Ende unter der Brücke leben muss, was ich die letzten 2 Jahre ja fast schon hatte, teilweise, dann ist es einfach so. Ja, ja, dann ist dir aber auch nicht mehr zu helfen, Rainer. Du sagst den Leuten, ja, helft mir gegen Hass und Mobbing, aber ich werde trotzdem die dümmsten Entscheidungen treffen und wenn mich das unter die Brücke bringt, dann ist es halt so. Ja, welchen Grund sollen die Leute haben, dir zu helfen? Vor allem dich irgendwie finanziell zu unterstützen. Und dann sagst du, ja, ist egal, ich fahre das alles gegen die Wand. Barne, bitte. Ja, der ist ja nicht mehr ganz gescheit, dann lassen wir den das so machen. Ja? Aber finanzieren der man das nicht. Dann ist es einfach so. Ich werde mein Leben deswegen trotzdem führen. Ja, für dein Leben. Die paar Jahre, die du und hast. Wer meint, der muss hier die Fresse groß aufreißen und muss mich groß angreifen dafür, dass ich mein Leben lebe. Das Leben, ne? Also, Rainer, du bist seit 12 Jahren mit dieser Hater-Scheiße unterwegs. Das ist mehr Zeit, als dir noch bleibt. Rainer, ich sehe die Arbeit des Filters. Rainer, du wirst vor deinem 45. Geburtstag Ex gehen, wenn du nicht aufhörst mit der Scheiße. Und es hat nichts damit zu tun, dass irgendwie die Hater oder sonst irgendwas. Es hat damit zu tun, dass du dich krankhaft in den Tod frisst. Er soll sein eigenes Leben anschauen. Denn jeder von uns hat Probleme in seinem Leben. Jeder hat positive und negative Aspekte in seinem Leben. Und ich habe bei weitem nicht so viele schlimme Sachen gemacht, wie manche Leute, die mich angreifen. Doch, Rainer, deutlich mehr. Deutlich mehr, vor allem, weil du nicht begreifst, dass die Haterschaft kein Kollektiv ist. Wir sind nicht die Tyranniden, die im Warhammer 40k-Universum die Galaxis überfallen und so ein Hive-Mind sind. Einzelne Leute haben Scheiße gebaut und selbst wenn man all diese Dinge, also all die Sachen, von denen ich mich distanziere, die Sachen, die ich scheiße finde, selbst wenn man die alle zusammenrechnet und gegen das aufwiegt, was du gemacht hast, sogar dann schaust du scheiße aus. Ich bin noch nie irgendwo rumgefahren und habe Nachbarn oder habe irgendwelche Leute angehupt. Das stimmt nicht, Rainer. Du hast versucht, Leute zu überfahren. Mehrfach. Mit dem Rudi A4 bist du rückwärts durch Altschauerberg gemeddelt. Vollgas. Mit dem Ford Blue hast du versucht, die Leute zu überfahren. Sogar mit dem scheiß Ford Mondeo hast du damals versucht, die Leute zu überfahren und hast gehupt. Du bist gerade ausgefahren, hast links aus dem Fenster geschaut und gefilmt. Da hätte sonst was passieren können. Keiner. Außer wenn jetzt jemand... aber klar, der andere da draußen, der hat gehupt. Das ist natürlich viel schlimmer. Also gebaut auf der Straße und ich da Wandzeichen machen musste. Aber ich bin noch nicht irgendwo rumgefahren, um jemanden zu nerven beim Hupen. Mit dem Hupen mit dem Auto. Eigentlich jetzt an der scheiß Huperei nicht auf. Du hast viel schlimmere Sachen gemacht mit deinem Auto. Rainer, hast du mal die Fahrmanöver nochmal geschaut, die du mit dem Ford Blue auf der Autobahn gemacht hast? Weil da hätten zig Leute sterben können. Da hat es um Haaresbreite hätte es da Massenkarambolage gegeben. Auf der vielbefahrenen Autobahn, wo richtig Verkehr war. Bist du gefahren wie der absolut irre. Da ist noch mal ein paar Zentimeter, da hätten zig Leute sterben können. Aber andere machen das. Andere Leute kommen zu mir nach Hause oder damals halt irgendwo auf der Straße und attackieren mich da die letzten 2-3 Jahre. Und die greifen mich im realen Leben an. Die Aggression ist immer von dir ausgegangen. Der Typ, wo du vorhin gesagt hast, wo dein Headset und dein Aukitel kaputt gegangen sind,
Du bist auf den zugekommen, hast ihm das Handy aus der Hand gerissen, hast es auf die Gleise geschmissen. Daraus ist eine Rangelei entstanden, dann ist deine Scheiße kaputt gegangen. Hättest du das nicht gemacht, wäre alles in Ordnung gewesen. Auch die Leute in Würzburg. Derjenige, der da die ersten Handgreiflichkeiten begangen hat, warst du. Der hätte doch einfach die DB Security oder die Polizei rufen können und sagen, hier, die Leute filmen mich gegen meinen Willen. Ne? Nein, du hast dich dazu entschieden, handgreiflich zu werden, die Leute anzugreifen. Die haben sich dann natürlich gewehrt und dann stehst du da und zeigst mit dem Finger drauf und sagst, oh, schaut euch die an, die greifen mich an. Bescheuert. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden von mir aus angegriffen, außer um mich zu verteidigen. Du bist gelogen, Rainer. Ich bin nicht toll, ich bin ein Stück Scheiße. Aber Ja, ich bin's das ist nicht gelogen, Rainer. Da gebe ich dir recht. mit Würde. Weil ich habe nämlich in meinem Leben Scheiße gebaut. Mehr als manche andere, aber weniger als viele. Es gibt Leute, die waren im Knast. Aber nicht, weil die irgendwie mal Kaugummi geklaut haben, sondern weil die jemanden umgebracht haben. Rainer, das ist jetzt wieder ein Strohmann-Argument. Jemanden umbringen hin oder her. Rainer, du gehörst in den Knast für das, was du gemacht hast. Du hast 3-mal Bewährung bekommen. 3-mal. Hieß es, jo, Herr Winkler, Sie haben jetzt Körperverletzung und Beleidigung. Sie kriegen jetzt Bewährung. Nicht nochmal machen, sonst geht's in den Knast. Du hast es eine Woche später wieder gemacht. Dann hieß es, ja, nochmal Bewährung, nicht nochmal machen, sonst geht's in den Knast. Und dann hast du es wieder gemacht und dann ging die Scheiße wieder von vorne los. Weil die wirklich pädophil sind, weil die wirklich irgendwas sind in die Richtung. Da gibt es Menschen, die so sind, die das gewesen sind. Das bin ich nicht. Ja, das wird sich noch herausstellen, ob du das bist. Ja, darüber wird ein Gericht entscheiden. Werde ich auch nie sein. Aber das sind Menschen, die werden bei weitem nicht so verfolgt wie ich. Das müsst ihr euch noch dazu nicht ergehen lassen. Es gibt Menschen, die sind wirklich so. Und die werden aber nicht verfolgt. Ja, genau. Alle anderen werden nicht verfolgt, nur du. Weil du so ein leichtes Opfer bist. Ja. Und trotzdem, ich bin so wie ich bin, ohne dass ich jemandem versuche zu schaden. Was andere aber machen, na, allein das Rumgehupe. Wie krank soll das sein? Du bist nicht das auch, bin ich. Bin ich. Aber ich bin es mit Würde. Weil im Gegensatz Ich bin's mit Würde. In dem Moment Schnörres und Cowboy-Hut. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber so sieht ein Mensch aus, der Würde besitzt. Leuten, die sich als cool finden. Ich will auch nicht cool sein. Die Leute, die sich für cool halten, Leute, die Menschen, die sich für cool halten, die machen sowas mit diesem Rumgehupe. Und da bin ich lieber ein Stück Scheiße. Ja, ich glaube nicht, dass er sich für cool hält, wenn er da hupt. Ja? Ein fettes Stück Scheiße als cool. Weil sowas, wo man andere Leute damit belästigt, so will ich nicht sein. Ja, Rainer, wenn du andere Leute nicht belästigen willst, dann wäre vielleicht Löschung angesagt. Du belästigst die Leute. Du belästigst die Leute. Cool muss ich da nicht sein. Wenn die Leute cool sind, dann bin ich ein Stück Scheiße. Aber dann bin ich es mit Würde. Rainer, du würdest Würde nicht erkennen, wenn sie dir den Luan in den Arsch pömpelt. Weil sowas brauche ich nicht. Leute, passt auf. Versucht mal meine Denkweise zu verstehen. Nein, versuch mal bitte nicht seine Denkweise zu verstehen, weil sie vollkommen absurd ist. Ne? Deine Denkweise ist, ich weiß ja gar nicht, was die wollen. Ich will doch einfach nur abartigen Scheiß ins Internet pimmeln und dafür mit Geld beworfen werden. Nein. Ich will mich nicht herabsetzen damit, dass ich sage, ich bin scheiße. Sondern es wäre aber angesagt, Rainer, es wäre ehrlich. Ich sage, ich bin nicht cool. Und das will ich nicht sein. Weil die Leute, die alle für cool du kommst da schon sehr cool vor. Rainer, du kommst da schon sehr cool vor. halten oder die sich für cool halten, machen sowas. Christian, sind das Menschen gewesen? Waren das Hater, die ich angegriffen habe? Christian, weißt du, du bist ein so typischer Fresseaufreißer. Ja, ich habe andere Leute angegriffen. Ich habe auch am Straßenrand Leute angegriffen. Das waren aber alles Hater. Ja, es waren Menschen. Nein, das war Abschaum. Leute, positive Sozialprognose, Edzardler. Ne? Und sagt hier, das waren gar keine Menschen. Der Mann spricht den Leuten die Menschlichkeit ab auf Basis von, die sind draußen auf der Straße vor meinem Grundstück gestanden. Deswegen sind es keine Menschen und dann darf ich mit denen machen, was ich will. Richter, positive Sozialprognose, kriegen Sie Edzardler noch einmal Bewährung. Applaus. Ja? Schön, dass wir darüber geredet haben.
Der Mann spricht den Leuten ihre Menschlichkeit und damit auch ihre Menschenrechte ab und dann eben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und das macht er mit jedem, der ihm nicht passt. Da geht es nicht darum, ob der jetzt bei dem vor der Haustür steht oder ob der dem jetzt hier einen Kommentar reinschreibt oder ob der den sonst irgendwie irgendwas macht. Alles, was ihm nicht passt. Wenn irgendjemand irgendwas macht, was Gott König Rainer nicht passt, dann heißt okay, der ist kein Mensch. Dann sprechen wir dem die Menschlichkeit und die damit einhergehenden Menschenrechte ab und dann dürfen wir jetzt ab sofort machen mit dem, ich darf mit dem machen, was ich will und dann ist es alles hier, ne? Rainer, das ist Nazi-Argumentation. Und nicht hier von den Neonazi-Glatzenidioten, die wir sind das Volk schreiend durch die Straßen laufen. Das ist astreine OG 1939er Nazi-Meinung, die du da vertrittst. Jeder, der mir nicht passt, dem spreche ich die Menschlichkeit ab und dann darf ich mit dem machen, was ich will. Hat er das der Uwe beigebracht? Kann das sein? Ne? Das Gedankengut. Oder gab es das schon früher bei Rudi im Haushalt? Abends am Tisch. Und du erzählst mir einen von wegen, du bist gegen Rechtsradikale, gegen Faschos, gegen Nazis. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein Maul. Leuten die Menschenrechte absprechen, ich spreche nicht mal dir deine Menschenrechte ab. Ich bin nur der Meinung, du gehörst irgendwo hinter Schloss und Riegel. Aber ich spreche dir nicht die Menschenrechte ab und ich sage nicht, dass man hingehen sollte und dich Krankenhaus prügeln, weil du Dinge tust, die ich nicht approve. Rainer, du bist ekelhaft. War das. Es waren keine Menschen, es war Abschaum. Es waren Menschen, die Fresse aufreißen und mich angreifen für etwas, was ich nicht getan habe. Die haben mich auf offener Straße angegriffen, nicht andersrum. Ich habe mich verteidigt. Und das hast du wieder nicht in deinem Hirn nicht mitgekriegt hast, Christian. Ich hatte gerade gesagt, ich habe noch nie jemanden auf offener Straße angegriffen. Ich habe mich verteidigt, wenn dann. Ja? Du hast auch nur große Reden, wenn du drinnen bist. Nein, tue ich nicht. Doch, Reini, schon. Oder wenn draußen Leute stehen, die dir Krischball sind, wo du sagst, hey, den habe ich im Kreuz. Immer wenn du auch nur ansatzweise gedacht hast, oh, der kann mir theoretisch über sein, körperlich, hast du entweder hinterm Zaun versteckt, mit Pfefferspray gesprüht oder hast dich in der Schanze verschanzt. Ich habe schon Leuten auf die Fresse gehauen dafür, dass sie mich angegriffen haben. Rainer, du hast die immer bloß mit Schwächeren angelegt, weil du ein feiges Stück Scheiße bist. Ich brauche keine großen Reden schwingen. Ich habe auch schon genug Taten folgen lassen. Ja, bist leider Gottes nicht ausreichend dafür verurteilt worden. Ja. Okay, pass mal auf, Christian. Schauen wir mal, ob du wirklich die Eier hast, die du hier die Fresse aufreißt. Jetzt geht's los. Schau mal. Das ist wieder so ein typisch, ne? Christian reißt dir die Fresse auf, kann aber nicht einmal in den Gast reinkommen. Weißt du was, Christian? Ich sag dir jetzt mal was. Natürlich geht er zu dir nicht als Gast rein. Keiner zu dir in den Stream als Gast reinkommen ist vollkommen ineffizient, weil du wirst den vollschreien. In dem Moment, in dem der das Maul aufmacht, wird er gebannhammert und dann stellst du dich hin und sagst, ich habe gewonnen. Ich habe die Diskussion gewonnen, schaut's mich an. Ich habe den einfach überbrüllt und in dem Moment, in dem er sein Argument bringen wollte, habe ich ihn gebannhammert. Hat er keine Möglichkeit gehabt, sich zu äußern. Oh, schaut sie euch an, den Idioten. Rainer, trau dich auf einer neutralen Basis. Mit einem neutralen Moderator, dich mit Leuten auseinanderzusetzen aus der Hater-Bubble. Dann. Aber nur, wo du nicht bannhammern kannst, wo du dich nicht verpissen kannst. Ja? Wo du da sitzen musst und dir die Scheiße anhören musst und wo dir die Leute sagen, Rainer, nein, du hältst dein Maul. Du hörst jetzt dir das an und danach bringst du dein Argument. Jeder hat seine Sprechzeit. Machst du nicht, weil du genau weißt, dass du damit gegen die Wand läufst. Weil du im Unrecht bist, Rainer.
Geh dir auf die Eier, dann verpiss dich aus meinem Stream. Habe ich dich jetzt gebannt? Verpiss dich aus meinem Stream, ich will dich hier nicht haben. Menschen, die die Fresse aufreißen, aber selber nicht die Eier haben, brauchen hier die Fresse nicht aufreißen. Verzieh dich, Christian. Das ist so eine typische Hater-Aktion. Du hast aber. Ja, ich habe nie abgestritten, dass ich Hatern auf die Fresse gehauen habe. Aber Hater sind Abschaum. Hater sind Abschaum und die haben mich angegriffen. Zu diesen Situationen, wo ich auf der offenen Straße jemand aufs Maul gehauen habe, zu diesen Situationen wäre es nie gekommen. Rainer, ganz ehrlich, wenn du den mal mit den richtigen Leuten angelegt hättest, dann hättest du so dermaßen auf die Fresse gekriegt, dass du jetzt hier dein windschiefes Ogermaul nimmer aufreißen würdest. Ganz ehrlich. Wenn du ihn mal mit den richtigen Leuten angelegt hättest. Und ich hoffe, du legst dich immer mit den richtigen Leuten an. Dann kriegst du mal deine eigene Medizin zu schmecken. Dich mit deinen 200 Kilo auf irgendjemanden draufzulegen, der 65 Kilo wiegt, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Das zeugt nicht von Mut oder Kraft. Lass mal da jemanden, der, keine Ahnung, 1,95 groß ist, 130 Kilo wiegt und ein Kreuz hat wie ein Bär, hinkommen und dann leg dich mit dem an. Dann möchte ich nicht wissen, wie du danach ausschaust, aber da scheißt du dir in die Hosen. Wenn diese Leute mich nicht angegriffen hätten, ob sie mich gefilmt haben, auch schon, was ihr auch immer nicht versteht, es geht nicht darum, es geht nicht darum, ob man die Fresse aufreißt. Ja? Ein Angriff kann verbal sein, ein Angriff kann körperlich sein. Man kann jemanden filmen und jemand sagt, lass das mit dem Filmen und der macht das nicht, dann ist es auch ein Angriff. Das ist auch ein Angriff, wenn jemand sagt, lass das bitte. Ist so wie du Leute gefilmt hast während dem Autofahren. Ist doppelt strafbar, by the way. Oder wenn du Leute filmst auf der Straße, so wie du es aktuell machst, offensichtlich. Hier, gerade, gleich wird es wieder hupen. Hat er nach links geschaut, da hat er eine Kamera wieder aufgestellt, der hat sicher die Überwachungskamera von der Schanze davor abgebaut und mitgenommen und die hängt halt jetzt da im Fenster und dann filmt er da raus auf die Straße. Ist auch illegal, Rainer. Mich zu filmen und die Person das nicht aufhört und es dann macht. Und es gibt auch viele, die stellen sich hin, ich filme dich gar nicht. 20 Minuten später ist das Ding auf TikTok und ich habe dich nicht gefilmt, wirst du filmen nicht. Sagt dann sogar noch im Video, ich filme dich nicht. Aber der filmt die ganze Zeit, während er sagt, ich filme dich nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer, hat er gelogen, aber damit kennst du dich doch aus. Und das nenne ich realitätsfremd, das nenne ich Fremdschämen. Wenn Menschen sagen, ich mach das nicht, und genau das machen und dann hinterher sagen, ich habe gemacht. Das ist Fremdschämen für mich. Das ist banal. Ja? Das ist banal, Alter. Kann dem Mann bitte irgendjemand ein Lexikon schenken? Christian sagt, du hast aber beim Rewe Leute angegriffen. Ja, habe ich. Aber weil ich mich verteidigt habe. Nein, Rainer, du bist bei den Leuten, du bist hingegangen und hast versucht, den Leuten die Fensterscheibe einzuschlagen. Du hast es nur deswegen nicht geschafft, weil du ein kraftloser Blob aus Scheiße bist. Die haben dir gar nichts getan. Nicht, weil ich die von mir aus angegriffen habe. Ja, es ist nicht so, dass ich irgendwo rumlaufe und den Leuten aufs Maul haue. Doch, genau so ist es, Rainer. Genau so ist es. Du läufst in der Gegend rum und versuchst, den Leuten aufs Maul zu hauen. Ich gehe auch nicht her und film fremde Leute. Doch, auch das. Du gehst her und filmst fremde Leute ohne ihr Einverständnis. Ohne irgendwas. Wenn Leute mich angreifen oder mich filmen, dann filme ich zurück. Wenn Leute mich angreifen, dann schlage ich zurück. Ich verteidige mich. Ich greife nicht an. Sagte der mehrfach verurteilte Gewaltstraftäter. Ich verteidige mich, ich greife nicht an. Ich greife nicht ohne Grund an, ich greife gar nicht an. Ich verteidige mich. Jeden, den ich geschlagen habe, hat immer auch das Ganze ausgelöst. Nein, Rainer, das war... Warte, ich krieg die Krise jetzt langsam. Oder wie lang geht die Scheiße noch? 6 Minuten. Ich kotze gleich. Indem er auf mich losgegangen ist, in welcher Form auch immer, ob er mich angelabert hat, ob er mich jetzt provoziert hat, indem er mich angelabert hat. Der hat gesprochen. Irgendjemand hat was gesagt und dann kriegt er natürlich aufs Maul. Und beleidigt hat, oder ob er mich jetzt angegriffen hat, indem er mich gefilmt hat, oder indem er mich jetzt angegriffen hat, indem er mich wirklich auch körperlich berührt hat. All diese Dinge sind nur passiert, weil ich mich verteidigt habe. Nein, Rainer. Nein. Aber die Hater stellen das immer so hin. Hier zum Beispiel, Leute, ich saß hier gerade und habe hier mit euch geredet. Wir haben Musik gehört, wir haben nicht einmal über das Thema Hater geredet. Zack, fährt jemand vorbei. Wir haben Musik gehört und nicht über das Thema... Oida, seit 34 Minuten und 15 Sekunden schaue ich mir diese Scheiße hier an und es gab praktisch kein anderes Thema als die Hater von Anfang an. Wir sitzen hier und reden überhaupt gar nicht über die Hater und dann kommt der und schreibt so einen Kommentar. Oida,
wie behindert muss man eigentlich sein? Seit 34 Minuten labert er über die Hater. Vor 2 Minuten kommt der Kommentar und sagt, ich habe überhaupt nicht über die Hater geredet. Und dann bringt er das einfach hier auf den Tisch. Wobei drum die Sau. In Chemnitz haben die Leute das Haus, wo ich ja dann mal war, haben die mit Eiern und was weiß ich alles beworfen. Ich war nie in Chemnitz. Das sage ich auch weiterhin. Ich war nie in Chemnitz. Dann haben die Sachen gegen das Haus geworfen. Dass das tatsächlich in Chemnitz war, das ist inzwischen auch belegt. Die Leute haben sich dafür auch entschuldigt. Die Aktionen wären auch nicht in Ordnung gewesen, wenn er da gewesen wäre. Ne? Eier aufs Haus werfen etc. bla bla. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber da seht ihr jetzt wieder, das ist eine Geschichte, die erzählt er, weil es wirklich so ist. Ich war nie in Chemnitz. Es wird nicht weiter ausgeschmückt, es gibt keine großartige Gesichtskirmes, nur ein bisschen was. Ja? Und jetzt die Geschichte, jetzt erinnert euch nochmal an die Geschichte aus dem vorherigen Video, wo er erzählt hat, er hätte, aus Anfang dieses Videos, wo er erzählt hat, er hätte die Daten von dem Hupenhater draußen und die bringt er zur Polizei etc. 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 Komplett andere Story. Ist dann ausgeschmückt und da wird er gelabert und dieses und jenes und dies, das, Ananas. Also, es geht mir nicht ins Hirn. Ja? Monatelang bin ich hier Aufenthaltsort gewesen und es ist nichts passiert. Es ist auch nie was auffällig gewesen. Warum? Weil ich keinen Scheiß gebaut habe. Und dann kommen Leute mit Lügen daher und erzählen Schwachsinn über mich und tun wieder so, als ob. Deswegen sage ich, ja, es ist immer dasselbe Käse. Immer die Fresse aufreißen und am Ende nur Kindergarten. Ja? Und dann immer so tun, als ob. Die Fresse aufreißen, Kindergarten, so tun, als ob. Ja, das beschreibt dich schon ganz gut. Ich reg mich nicht auf. Ich versuche das zu erklären. Nee, er regt sich nicht auf. Seit einer halben Stunde, über einer halben Stunde, regt er sich auf, aber er regt sich nicht auf. Leute, ich reg mich auch nicht auf. Überhaupt nicht. Ganz ehrlich. Das ist auch so eine Sache, das regt mich auf. Ich reg mich nicht auf, aber es regt mich auf. Energisch diskutiere oder wenn ich energisch meinen Punkt verteidige. Rainer, du energisch ist da wieder Euphemismus. Rainer, du bist ein Choleriker. Immer wenn dir irgendwas nicht passt, maximale Aggression, maximale Eskalation. Das hat mit energisch nichts zu tun. Der heißt immer, du regst dich auf. Nee, wenn ich mich aufregen würde, würde ich rumschreien. Da würde man mich noch 4 Ortschaften weiterhören, wenn ich hier rumschreien würde. Ja, Brüllheulende nennt man das. Ich reg mich nicht auf. Ich bin energisch. Wie nennt man das? Ich bin energisch, ich reg mich nicht auf, ich bin energisch, ich verprügel meine Frau nicht, ich bin einfach nur ein sehr impulsiver Liebhaber. Ich klaue nicht, ich borg mir das nur aus. Ne? Dumme Ausreden. Bla bla. Geht's wieder was in die Pisspasskasse. Es gibt noch einen besseren Begriff dafür. Enthusiastisch war es auch nicht. Dankeschön, Wanni. Rainer, du bist kernbehindert. Kernbehindert ist das Wort, nach dem du suchst. Du bist ein kernbehinderter Choleriker, der eine Impulskontrollstörung hat und hinter Gittern gehört. Es gibt noch einen besseren Begriff. Konsequent. Du bist konsequent. Das können wir auf den Prüfstand stellen. Dass du konsequent bist, können wir auf den Prüfstand stellen. Wie oft hast du in den letzten Jahren gesagt, ich nehme so und so viel 100 Kilo ab? Ja, hier gibt's jeden Tag wieder Drache läuft, irgendwie so und so oft in der Woche gibt es dieses Format, die ganze Ankündigungsscheiße. Du bist konsequent, genau bist du konsequent. Halt dein Maul, Rainer. Konsequent in meiner Handlung, ich bin konsequent, ich bin überzeugt in meiner Diskussion, in meinem Gespräch, in meinem Monolog, wie auch immer. Nein, du bist ein kranker Psychopath. Da, schon wieder hupen Leute rum. Und damit wird das ganze Dorf belästigt, das müsst ihr euch mal geben. Ja, das ganze Dorf wird belästigt, das hast du lange nicht mal sagen können. Weißt du, warum das ganze Dorf belästigt wird? Wegen dir. Ja, und dann heißt es hinterher wieder, weil ich hier jetzt mal einfach über Sachen spreche, dass ich provoziere, obwohl ich ja, Rainer, du provozierst die Leute. Nur auf Sachen eingehe. Ich versuche einfach nur Menschen davon zu überzeugen, dass es, was diese Leute abziehen, scheiße ist. Und noch dazu strafbar. In einem sehr großen Umfang. Ja, Rainer, über strafbar müssen wir noch reden. Wie gesagt, du benutzt hier gerade Musik, auf die du keine Rechte hast, um einen kommerziellen Stream zu führen. Du benutzt dafür Spotify,
was gegen deren Richtlinien verstößt. Du beleidigst die Leute, du wirfst denen Sachen vor, du hast über Ofi Sachen erzählt, die gelogen sind, massive Verleumdungen. Aber, ne? Hupen, dafür kommt man ins KZ. Nicht alles, aber sehr vieles. Das ist einfach strafbar. Deswegen sage ich, Leute, denkt mal 5 Minuten nach, bevor ihr irgendwas baut. Also irgendeine Scheiße baut. Andere Menschen zu verurteilen ist einfach, aber selber mal seine eigenen Handlungen zu reflektieren, ist wieder ein bisschen was anderes. Ja, reflektier du mal deine eigenen Handlungen. Im Übrigen, ja, bitte Schnippi tun sie jetzt. Ja, Ja? Und das ist absoluter Kindergarten. So. Ich würde sagen, ist jetzt Forsa wieder fertig runtergeladen? wir machen noch den Song und dann gehe ich mal offline. Ja, schön. Ich habe keine Freunde. Ich habe Familie. Rainer, du hast beides nicht. Und ich weiß, es war ein Zitat von Diesel aus Fast Curious, aber es ist tatsächlich so. Wenn du fragst, ob du zu meiner Familie gehörst du aber tatsächlich nicht dazu. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. So. Informier dich mal. Und weil ich gerade jemanden gesehen habe, der gefragt hat, ob ich jemanden grüße. Wenn du Grüße haben willst, dann hol dir auf Tibi bitte eine Grußbotschaft. Ja, die kostet plus 20 Euro. Ist ja geschenkt, ist ja Schnappball. Leid. Dann mache ich dir ein Grußvideo dafür. Leute, wenn ich im Livestream bin und die Leute sagen, hier, grüß mal bitte so und das ist kein Trollkommentar, dann mache ich das vollkommen unentgeltlich. So, und für die Leute, die es vielleicht noch interessieren sollte, dieser Song heißt Brief an Gott und ist von der Band Sündenklang. Eine richtig geile Band, ein richtig geiler Song. Ist aber ein bisschen so ins Gothic. Ich danke euch fürs Zuschauen. Du bist der Beste. Was? Oder wolltest du doch gerade die Abmoderation machen? Jetzt verpiss dich endlich raus! Du bist der Beste. Unerklicken, nein, aber der Beste bin ich nicht. Ich will es aber auch nicht sein, weil die Leute, die immer glauben, dass sie die Besten sind, die versuchen sich nicht zu verbessern. Ja, oder das höchste Wesen nur. Permanent zu verbessern. Ja. Ja, er versucht sie permanent zu verbessern. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Leute, ich gebe euch zum Schluss noch einen Tipp. Glaubt niemals, dass ihr der Beste seid. Arbeitet an euch. Jeden Tag. Denn nur wenn ihr an euch arbeitet, dann könnt ihr auch tatsächlich vorankommen. Wenn ihr glaubt, ey, ich bin der Beste, ich bin der Coolste, ich bin der Geilste. Leute, ich werde euch das jetzt nicht einspielen. Ich mache die Scheiße jetzt hier gerade seit 4 Stunden. Wie oft er gesagt hat, ich bin der Coolste, ich bin der Beste und nur deswegen kommen die Hater hierher, weil ich so geil bin, ich bin der Allergeilste, ich bin der höchste Wesen. Hunderttausende Male, die er das behauptet hat. Ja? Jetzt hier wieder komplett andere Melodie. Dann arbeitet ihr nicht an euch. Ich habe das schon sehr oft gesehen, dass Leute sagen, du willst ein eigenes Selbstbewusstsein, du willst ein gutes Selbstbewusstsein entwickeln, stell dich jeden Morgen vor den Spiegel und sag 10 Minuten zu dir selbst, du bist der Beste. Wenn du das machst, dann wirst du dich niemals verbessern. Dann wirst du immer denken, ich bin der Beste. Alles, was ich mache, alle Fehler, die ich mache, sind in Ordnung, weil ich bin der Beste, ich bin der Cool. Ja, das ist das, was du tust, Rainer. Alle Fehler, die du machst, sind in Ordnung, weil ich bin ja eigentlich der große Drache, alle anderen sind dran schuld, bla 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 bla. Selbstreflexion gleich 0. Ich bin der Geilste. Nein, arbeitet an euch jeden Tag. Wenn ihr an euch arbeitet, könnt ihr euch verbessern. Wenn ihr an euch nicht arbeitet, dann stagniert ihr. Und wenn ihr stagniert, dann wird es nur zu weiteren Fehlern und Problemen kommen und irgendwann werdet ihr am Ende dastehen und merken, mein ganzes Leben besteht aus Fehlern. Ja, Rainer, jetzt musst du bloß noch den Schluss daraus ziehen. Wenn ihr nicht an euch arbeitet und euch immer nur sagt, ich bin perfekt so und alle anderen sind das Problem, dann fahrt ihr euer Leben gegen die Wand. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Im Übrigen, hier sieht man auch den Fettfilter wieder, wie er arbeitet. Unten der in Anführungsstrichen Hals, den kriegt das Ding nicht mehr zusammengerendert. Ne? Das sieht alles aus wie so eine, ne? Wie so ein Brotzen. Ja? Wie so ein Frosch, der da unten. Ne? Reflektiert euch, genau. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Drache, haut rein und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ist es jetzt vorbei. Ach, Gott sei Dank, Geduld und Gebaskei. Himmel, Arsch und Hurensohn, ist die Scheiße endlich rum. Leute, was haben wir jetzt hier? 2 Stunden. Great. Ich bin fertig.
Ich bin fertig, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache mir jetzt was zum Essen. Lass mich am Arsch lecken. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt eure Wohnung, euer Bad oder sonst irgendwas geputzt währenddessen. Und habt euch nicht die dämliche Hackfresse anschauen müssen. Leute, tut bitte einfach nicht, was Rainer tut. Und Metal off.